Grüß euch, servus, küsst die Hand. Es wird Zeit mit Musik verwendet. Es spielt für euch der 16er Bur. Es hört heute Lieder aus früherer Zeit und manche Hoden sind schon von heut. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Und wenn sie eure Ohren aufsperrt, dann hört so manche Wiener Terz ein Klang, so wie er nur in Wien ertönt. Und mancher Text, der geht ins Gemüt, so dass man's Herz halt pumpend spürt, weil's Wiener Lied das Wiener Herz verwöhnt. Drum, Leute, grüß euch, servus, küsst die Hand. Das wird heute mit Musik verwendet. Es spielt für euch der 16er Bur. Es hört heute Lieder aus früherer Zeit und manche Hoden sind schon von heut. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Aber ganz sicher nicht, jawohl! Grüß euch, servus, habe die Ehre, küsst die Hände. Und was auch sonst noch für herzlichste Begrüßungen gibt zur 250. Ausgabe der Pawlatschen. Natürlich, wir haben es uns alle ein bisschen anders vorgestellt, dass wir das würdig in Kettlersbrunn sage ich, Neibestal beim Patrick, absolvieren. Aber leider, der Patrick hat diese schwere Grippe ausgefasst, die gerade kursiert, oder ich sehe Corona, ich weiß gar nicht. Aber es gibt jetzt gerade, also es haben jetzt einige in meinem Umfeld, auch mein Bruder jetzt wurde davon nicht verschont, mit seiner mörderischen Grippe, die irrsinnig hohes Fieber verursacht. Und das hat der Patrick. Seit Freitag, oder seit Donnerstag, seit Freitag, glaube ich, seit Freitag. Und ja genau, Freitag in der Früh hat er mich angerufen, weil da habe ich schon eine Lati Morgensendung gemacht, weil da war schon da nieder. Es geht ihm besser, ich lasse euch alle ganz lieb grüßen von ihm. Es geht ihm besser, aber nicht wirklich gut und am Freitag spielen wir, Gott sei Dank, erst ab Freitag spielen wir wieder und das heißt, bis dahin ist er wahrscheinlich auch wieder fit. Also ihr müsst mit mir schon wieder mal alleine Vorlieb nehmen. Es tut mir leid für euch, aber für mich auch eigentlich, weil ich spiele auch lieber mit Patrick als allein. Aber der eine Vorteil ist das Flascherl allein. Wenn ich schon Furte habe, dann soll ich einen haben. Ein Flascherl gehört wenigstens mir ganz alleine und ich habe mir eine vom Taschler, österreichisch weiß. Da steht es drauf, eine historische Wiener Rebsorte. Ein Kohlenberger Weiße, schreibt er dazu, ist eine alte Rebsorten, uralte Rebsorten, also diesen Wein. Also diesen Wein, also nicht den jetzt da, aber den gleichen, nicht denselben, sondern den gleichen, dass wir da wieder ein bisschen einen Deutschkurs auch dabei haben, den hat schon ein Schubert getrunken und ein Beethoven. Das war damals ein recht, habe ich mir sagen lassen, eine recht übliche Rebsorte, die österreichisch weiß. Und die hat man sich eingezogen damals. Ja, trocken. Was haben wir? 13 Volumenprozent. Also, naja, gut. Da die Römer gewöhnen mich auch. Entschuldigt. Ich wollte mir heute natürlich, ich war dann doch, na gut, nachdem ich also wirklich gewusst, dass der Patrick heute auch ausfällt, habe ich dann erst heute. Aber ich habe schon damit gerechnet, oder der Patrick hat mich schon da irgendwie auch vorgewarnt. Nur ist das Problem, ich habe mir gedacht, ich werde mich trotzdem ein bisschen vorbereiten, aber ich war ja noch in der Klausel, bin erst heute heimgefahren und natürlich habe ich nichts vorbereitet. Tut mir leid. Wir werden trotzdem ein Hitz haben. In diesem Sinne, schön, dass ihr dabei seid. Ganz große Freude auf euch, zum Wohl, Prost und natürlich auf eine rasche Genesung vom Herrn Rutger. Alles Gute, Patrick. Jawohl, so können wir arbeiten. Geht. Korrigiere, geht gut. Einmalig. Weindal passt. Und jetzt schauen wir rein in
In den Chat. Was haben wir alles? Der Alexander Hauser ist da, Christi Gott, Servus. Matthias Mariacha, Adi Rehberger ist da, gratulieren zum Jubiläum, 250 Sendungen. Muss man absolvieren. Bitte bleibt so und macht weiter. Tausende Sendungen, eure Pavlatschisten werden es euch danken als treue Fans und Freunde. Adi, ich danke dir recht herzlich. Ja, schaut nicht so aus, als ob wir die Pläne hätten, das zu beenden. Au contraire, au contraire. Mein Name ist da, Christi Gott, alles Gute zum Jubiläum. Ich danke dir schön und die Genesungswünsche an den Patrick. Auch Franz M., liebe Grüße in die Pavlatschisten-Runde. Was, Wind-Un-Update noch rechtzeitig fertig. Freuen uns auf 250. Jawohl. Was ist ein Wind-Um-Update? Also Update ist mir schon klar, aber Wind? Was nicht, stehe auf der Ding. Überhaupt so rechtzeitig fertig. Das ist das Wichtige. Susanne Moser, gratuliert auch, Christi Gott, danke dir schön. Schon eine tolle Leistung, ja, danke dir vielmals. Adi Rehberger, eure Nathalie und Adi, wir freuen uns, dass wir euch wieder beim Taschler sehen dürfen. Da freuen wir uns auch. Taschler weiß ich jetzt gar nicht, aber zum Beispiel Stippert ist ausreserviert. Dann Röschenkeller ist ebenfalls schon ausreserviert. Und vom Taschler weiß ich nichts. Also da gibt es vielleicht noch Platz. Taschler hat sich noch nicht kreiert diesbezüglich, also da gibt es noch Chancen. Moma Emi ist da, Christi Gott, jawohl. Ludwig Saas, bin heute leider gleich wieder im Auto und kann nicht mitschreiben. Gratulation an die Buben zum Runden. Danke dafür vielmals, Ludwig. Schön, dass du dabei bist. Franz M. just become a member. Became a member. Schändlich bleiben. Bravo, Franz. Ich danke dir herzlichst. Franz ist jetzt ein Kanalmitglied. Na, hast bei uns anders? Warte mal. Ich habe dann irgendwann mal, das muss ja bei uns sein. Förderer. Da. Ein Pavlatschisten-Förderer. Ich danke dir vielmals. Und den einzigen Vorteil, den man hat als Kanalmitglied, ist der, man kann dann dieses Emoji verwenden, nämlich das Spritzer-Emoji, da sieht man es nicht gut, da. Den Spritzer-Emoji, das kann man dann verwenden. Das ist aber der einzige Vorteil. Sonst hast du keine Vorteile, sonst ist der Vorteil, den du hast, die Förderung der 16er Buben. Ich danke dafür als Franz M. Weltklasse, ganz, ganz leibend, große Freude. Ja, Weintime zum 250. Mal Matthias Mariache, genau, Christi Gott, Michael Unger, Paul Atmann, ich muss ein bisschen schneller durchgehen jetzt, gell? Schönen guten Abend aus München, auf eine schöne Pavlatschen, Gratulation zum 50. und gute Besserung für Patrick, danke dafür. Fritzl Stadtguss, unser Grausenier ist da. Michael Unger, trägt Patrick da auf den Titelbild eine NATO-Jacke vom Lagerhaus? Ja, genau das ist sie. Ich hab die gleiche. Ich habe die gleiche, natürlich bei mir draußen in der Klause, die Böligsdorfer NATO-Jacken vom Lagerhaus, die ist einfach warm und leibern und es tut dir nicht weh, wenn du es hinmachst beim Arbeiten. Patrick hat es natürlich auch so. Hannes Spießleiner, wunderschönen guten Abend, Christi Gott, Hannes, schön, dass du dabei bist, mit Erfolg, das gefreut mich auch, mit der Nicole gemeinsam, gratulieren zum 250er. Waren gerade im schon vorweihnachtlichen Wien, da schon, war sozusagen voll schön, ja, voll, waren wir alle. Das gefällt mich. Landtagsstürmer Markus, jawohl, Glückwunsch zum Vierteltausender. Jawohl, danke schön. Markus Volker ist mit am Start, Christi Gott, Lottauer, grüß euch, jawohl. Maber, jawohl. Peter Prachtl ist da. Nathalie sagt auch nochmal, Patrick, alles Liebe und Gute. Klaus, wünschen viel Glück für die heutige Sendung, Genesung ohne deine Zweitmusikerhälfte. Liebe Grüße, Nathalie und ihre Katzerln. Jawohl, danke schön. Aus Kaisermühlen, Thomas Mayer ist dabei, Christi. Jawohl. Schon die 250. Pavlatschen. Unglaublich, sagt die Hetty. Ja, stimmt wirklich. Alles Gute auch von mir, Beutlein MC. Servus und danke der Ski. So, baldige Besserung an den Patrick von diversen Freunden. Liebe 16, alles Gute zum 250er. Ja, die Hannes Spießlein, danke der Ski. Ja. Susanne Faber ist auch schon da, Christi Gott. Ackerl, da gratulieren zum 250er, auch wenn solo. Ich danke der Ski. Ackerl hat jetzt wieder eine Meisterleistung vollbracht. Er hat unheimlich viele Videos wieder online gestellt, für mich zum Herunterladen fertiggestellt, neben seinen ganzen Reisevideos, die er ja macht, die er jetzt mit dem Motorrad gemacht hat, hat er dankenswerterweise unheimlich viele Videos fertig gemacht. Das heißt, es gibt wieder Nachschub, liebe Freunde, es wird wieder was geben, dank dem Iron Acker, der uns da wirklich tatkräftig unterstützt. Das letzte Mal war er mit dabei, wo war es denn das letzte Mal mit dabei?
in Neuhofen in Feldbichl. In Feldbichl war er mit dabei, also er hat schon wieder Material zum Schneiden. Aber auf jeden Fall, Leibwand, danke, Ackerl, Weltklasse. Ja. Ja, hätte ist gut. Und danke, Klausi, dass du heute wieder für 2, also doppelt gut spielst. Ja, ich trinke ja auch für 2. Prost. Hm? So, jetzt muss ich ein bisschen schneller Gas geben. Danke, dass du für uns da bist. Prost. Maggie, natürlich gerne. Dem Patrick gute Besserung, der ist richtig am Aussehen. Aber er hat sich schon niedergelegt, weil es geht ihm schon bedeutend besser. Aber ich weiß, es war wie bei meinen Brüdern. Es waren über 39 Fieber, also wirklich stark. Und langwierig. Also schon mehrere Tage. Und das hat mein Bruder gehabt und jetzt eben der Patrick auch. Und der hat mich dann um 7 Uhr sowas hat er mal geschrieben, du, ich wünsche dir leibende Pavlatschen, Dankeschön und alles, aber ich lege mich jetzt nieder. Und habe ich gesagt, recht hast, weil was sollst du sonst da? Was hat es mit Nähmaschinenhaberl auf sich? Matthias Mariacha ist natürlich nicht ungeplant, dass ich das aufhab, aber dazu natürlich später. Aber ist gut, das ist ihm aufgefallen. Weltklasse. Servus, sagt der Miocic. Oder Miocic, hätte ich gesagt. Miocic. Grüß dich Gott, servus. Schön, dass du dabei bist. Gefreut mich sehr. Windows, Windum. Ich verstehe Franz eben. Naja, was der mit einem Äppler. Jawohl, und auch der Ulrich ist da. Ulrich ist da, gratuliert ebenfalls. Schau, der Franz eben hat mir am Wochenende beim Taschel die letzten 2 Plätze ergattert. Also dann ist der Taschel auch schon voll. Ja, siehst du das? So erfahren wir das. Weltklasse. Franz eben, freue mich, dass wir uns da noch sehen. So, ich muss jetzt da wirklich schneller. Rudi Korbes, Christi Gott, hat die Achtleine. Jetzt muss ich dann wirklich mal mit Portugal beginnen. Ja, wie Zeit wird es, dass deine eigenen Videos vielleicht auch schnell stackeln. Ja? Ich meine, ich will nichts sagen. Bei mir steht oben rechts auf dem TV Dauer, Trinkspiel und Werbesendung. Ja, ne, muss ich ja disclaimen, nicht die Geschichte. Weil, wer weiß, was dann auf mich zukommt, nicht, wenn ich da irgendwas rede. Schon langsam schnell anfangen. Bravo, Thomas Mayer. Was machen wir? Was reißen wir auf, Freunde? Ich bin komplett nicht vorbereitet. Das geht, glaube ich, faktisch gar nicht, aber sprachlich kann man es ja sagen. Komplett nicht vorbereitet. Es ist ja so. Was willst du machen? Ich hab mir gestern ein paar Vierteln gegeben. Bruder war ich daneben, hab heute den ganzen Tag noch Schädelweh. Sagt's, bin ich nicht das allergrößte Weh. Dabei war's gescheiter, wenn ich, oh weh, Wasser sauf. Mir in der frischen Luft einen Garten kauf. Nicht wie deppert umeinander lang und am Sonntag um ein Fliederwahn. Aber nein, ich bin heute immer wieder ölig. Die Taschen leer und der Zins ist längst schon völlig. Ich nimm mir vor, ab morgen wird's anders sein. Ich trink deine Wasser statt mein Glas Wein. Ich will im Garten nicht die Nachbarn stehen, doch wenn ich stirb, kratz mich beim Wirten ein. Stollen haben wir nix, genommen haben wir nix, na wir sind die ehrlichsten Leute. Nur mit der blöden Arbeit oder keiner Freude. Wir tragen bloß Vierter, sind alle fix. Aber tun da wir, wenn wir täten, aber tun da wir nix. Und im Winter, da müssen wir uns plagen, weil da fahren wir mit Aufspritzwagen. Und im Sommer, da wissen sie, ja, da kehren wir miteinander den Chanel. Ohne Unterstand beschließen wir unseren Lebenslauf. Da singst die letzten 2 Bücher, jetzt hört sie das Bücherleben auf. Da singst die letzten 2 Bücher, jetzt hört sie das Bücherleben auf. Fisch muss gehen, sonst hat das Leben keinen Wert nicht. Fisch muss gehen, der Mensch ist doch kein Pferd nicht. Seid's nicht fad, heut muss eine Stimmung rein
oder tu dich um das letzte Gerstl. Es geht so wie schenkt sich ein Prostex auf was wir gern haben, denn so jung wie heute kommen immer zusammen. Da war ein kleines Salettel und da ein Blumenbettel und da hast den Feigerl in die Augen geschaut. Da war ein Werkzeugkittel, der Sackel, Düngemittel und in das Hittel hat's der Bagger reingehaut. Da war ein kleines Bergerl und drauf ein Gartenzwergerl und da hast zum ersten Mal die Masen gelockt. Da war ein Fliederstammerl und da ein Kirschenbaumerl. Doch die letzten Kirschen haben dann schon die anderen brockt. Wir haben's mein Schrebergarten genommen mit alle Bahn. Wegen was brauch ich jetzt noch einen Sommer bei mir daheim? Wenn ich auf die Gassen schau, schaut alles grau und staubig aus. Ob jetzt die Sonne scheint oder Regentropfen fallen, den blauen Himmel sehen, hast eben ehrliche keine Chance. Die Bäume haben's angelesen, doch wer wird den Himmel zahlen? Drum wart ich nimmer auf den Sommer, nein, nicht im Traum. Wir haben's mein Schrebergarten genommen, mit alle Bäumen. Da stehen auf der Plantagen bald 21 Etagen. Die Maseln und die Amseln sind zum Friedhof geflogen. Dort sitzen sie in den Bäumen und ich tät nix versammel, weil ich nur gleich mit einer gezogen. Wir haben's mein Schrebergarten genommen, mit alle Bäumen. Wegen was brauch ich jetzt noch einen Sommer bei mir daheim? Wenn ich auf die Gasse schau, schaut alles grau und staubig aus. Ob jetzt die Sonne scheint oder Regentropfen fallen, den blauen Himmel sehen hast eben ehrlich keine Chance. Die Bäume haben's angelesen, doch wer wird den Himmel zahlen? Drum wart ich nimmer auf den Sommer, nein, nicht im Traum. Wir haben's mein Schrebergarten genommen, mit alle Bäumen. Ja, kleines Potpourri, ein kleines Potpourri zum Start, quasi. Puh, da haben wir einen Schluck verdient. Prost, die Herrschaften, auf euch! Schön, dass ihr mit dabei seid. So, was haben wir da? Neues Genre ist Wiener Baggerlied. Ja, da muss ich noch dran war. Also, pass auf, das schreibe ich dann, wenn ich einen Bagger habe. Ich weiß, das ist jetzt, glaube ich, das dritte Lied, was ich verspreche und noch immer nicht geschrieben habe. Aber ist ja wurscht, weil jetzt verspreche ich es. Trotzdem, vielleicht wieder mal was. Wenn ich meinen Bagger habe, dann schreibe ich auch ein Baggerlied. Ja, so machen wir das. Ja. Andere sind sicher nur partiell vorbereitet. Unser Steuermat geht aufs Ganze. Megi, ganz genau so ist es. Du kennst mich ja. Schau, die Achteln von eine, danke vielmals. Wenn noch nicht draußen haben, schon lieber jetzt da. Ja, vielleicht, Rudi Korbis, vielleicht traue ich mich drüber. Brauer Ackerl. Vorbereiten müssen sich nur die nichts kennen. Ja, aber es war nicht schlecht, wenn ich mich vorbereiten. Aber man dachte, ich mache mal was anderes. Schau, Rudi Weiß, alles Gute zum 250er. Rudi Weiß, ich danke dir vielmals, ja. Ja, tragischerweise geht sich das leider nicht aus bei mir, beim Walter. Zur CD-Präsentation von Walter Nagel. Geht sich leider nicht aus. Sonst hätte ich mich schon irgendwie gemeldet, aber leider. Haut nicht hin. Haut leider nicht hin. Der Wolfgang ist da, grüß dich Gott. Ja, Aaron Acker, ich kenne das Schrebergartenlied nicht, aber ich hätte schwören können, dass es um die Klause geht mit dem Bagger. Das ist ein Wahnsinn mit dir.
Das ist ein Wahnsinn mit dir. So, wenn du den Bagger hast, schreibst Butön. Stimmt eigentlich, ja. Jetzt bin ich auch noch offen, gell? Bin ich viel Lieder offen schuldig eigentlich noch? Nein, gell? Drei, glaube ich. Sind es überhaupt drei? Na, Butön und der Bagger. Eigentlich nur zwei. Da bin ich gut im Schnitt. Darf man nichts vorwerfen. Darf man nichts vorwerfen. Schluck nehmen wir gleich. So, Freunde, warum habe ich ein Husqvarna Kapperl auf? Erstens einmal, weil die Klotzen glänzt. Im Lichterglanze glänzt sie wie Einser. Ja? Erstens. Zweitens, du bist dann eh over, weil es mir sonst zu Haus wird. Aber im Jahre 2019, nämlich im Februar 2019, war die Motorradmesse in Tulln. Und ich hatte zu diesem Zeitpunkt noch kein Motorrad, aber es war bereits beschlossene Sache, dass ich mir dann mit der Saison im Frühjahr ein Motorrad zulege. Die Wahl zu diesem Zeitpunkt lag noch damals bei der Husqvarna Swadbillen 400, 400er war das, also ein 390er quasi. Und bis ich mir es dann nicht gekauft habe, sondern bis ich mir dann ein Motorrad gekauft habe, hat sich dann doch durch meine Recherchen und durch die Informationsgebung, durch die Gespräche mit vielen Motorradfahrern, hat sich dann doch ausgestellt, dann nimmst du eine stärkere. Und habe dann die 690er Duke genommen, aber da war noch quasi, die Duke war zwar bereits im Rennen, aber die Husqvarna Swadbillen war irgendwie schon so ein bisschen so ein bisschen so ein Favorit. Und auf dieser Messe im Februar habe ich mir dieses Kapperl gekauft, dieses Husqvarna Kapperl, und habe das damals stolz getragen, ohne dass ich ein Motorrad gehabt habe. Ein Motorrad habe ich schon gehabt, aber allerdings eine Vespa 150. Ja, alte. Die habe ich dann eingetauscht beim Baumeister gegen einen Bauschutt-Container. Also mit dem habe ich mehr als mit der rein. Auf jeden Fall, ja, heute ist jetzt so gefunden und ganz wesentlich beteiligt. Und da ist jetzt dieser Bogen zur Pawlatschen, zu 250 Ausgaben Pawlatschen, die da ihren Ursprung genommen haben. Weil also ich habe damals angefangen schon im Jänner also wir eigentlich, die 16er Buben, aber ich auch speziell jetzt, ich habe da stark angefangen, mich zu beschäftigen mit Social Media und mit dieser ganzen Geschichte, mit dem Influencer-Dasein als 16er Bub und habe aber auch natürlich da ein bisschen so mit Motorradl auch natürlich ein paar Videos gemacht oder zum Ausprobieren und alles. Und super Geschichte, um sie 5 Jahre später zu erzählen, gell? Naja, ich meine, klar, im Jahr selber. Vor Jahren wollte ich mal ein Lied vom Roten Ruderboot auf der Donau schreiben. Weiß bereits, glaube ich, nur noch ich davon. Naja, wahrscheinlich, ja. Also, ich kenne niemanden, der es weiß. Bravo, Olme ist da, Raffi ist auch da, grüß dich. Und der Raffi ist auch da, jawohl. Ja, auf jeden Fall war das so, dass ich mich da halt, schon beschäftigt habe und dann sind wir da auf die Messe gegangen. Und ich habe also schon im Jahr davor mich schon ein bisschen beschäftigt mit Motorradl, nicht? Was wäre mir da zulegen und so weiter. Und da stieß ich dann eben auf 1000 PS, auf diese quasi die einzige wirklich, die größte, sagen wir es also, die größte allgemeine Motorrad-Informationsplattform im Internet. Ähm, da da, da habe ich gesucht nach dieser Swadbill, nach dieser Husqvarna-Maschine und dieses Video, das hier, wo dieses Swadbill getestet wurde, das haben zwei Redakteure, zwei Moderatoren von 1000 PS bearbeitet also halt, oder geleitet. Das war zum einen der Zonko Faust, der Zonko und zum anderen der Fauli. Und mit dem bin ich in die Schule gegangen. Bin ich dann draufgekommen, habe ich gesagt, erst, Alter, das ist ja. Also der Fauli habe ich nicht gesagt, weil bei uns hat er noch viele Kassen. Aus irgendeinem Grund hat er das später, das ist die Lautverschiebung wahrscheinlich. Mittlerweile schon so, jetzt sind wir. Ja, also auf jeden Fall, haben wir gedacht, das ist aber toll, nicht? Den Fauli kenne ich und so weiter, den Zonko kenne ich nicht, aber wer ist das, was tut der, was macht der? Und dann habe ich so geschaut und dann habe ich seine Videos entdeckt. Und, und also den Zonko erstmals gesehen bei diesem Husqvarna-Video. Habe ich seine Videos entdeckt und dann auch seine Livestreams. Und das war irgendwie so eine Sache, wo man gedacht habe, okay,
der ist irgendwie ein bisschen ein normaler Typ wie ich auch. Mit dem kann ich was anfangen. Also mit dieser Art von wie heißt denn das? Content. Und so habe ich dann mich da eigentlich an ihm ein bisschen orientiert, weil es war der einzige Livestream, den ich gesehen habe oder geschaut habe. Und dann bin ich sogar bei einem Eigland gewesen, in seinem Livestream, in Zonkos Brennraum. Und ja, also viele von uns im Tabletagis, die sind ja von Zonko zu mir gekommen, zu uns gekommen, zu den 16er Buben. Der Rest ist Geschichte. Und irgendwie habe ich das jetzt, das Kaperl gefunden und habe gedacht, ja, das jetzt sozusagen ihm zu ehren, weil ich habe einen Haufen Leiberl vom Zonko, aber alle sind in der Wisch. Aber ich mir gedacht, das ist zumindest mal ein anderer Hinweis, wie das eigentlich begonnen hat. Mit dem Testvideo für die Husqvarna SWAT-Pillen. Husqvarna 401 SWAT-Pillen, so heißt es, glaube ich, offiziell. Und so hat das Ganze dann seinen Lauf genommen. So, kurzer Blick in den Chat und dann spiele ich schon wieder klar Lied. Keine Sorge, keine Sorge. Jawohl, wo sind wir da? Gefühlt dauern die Pawlatschen ohne Patrick immer etwas länger. Klaus spricht halt gerne, aber wir freuen uns, wenn Patrick wieder dabei ist. Ja, naja, was ich bin schon, nicht? Ich rede halt schon gern. Das weiß man. Anna braucht immer ein Packerl. Bravo, na. Ja. Megi kommt am 20. Dezember herum wieder in Wien. Na klar, das ist ganz klar. Taschler im Jänner, das ist super, weil ich vor am 20. oder 21. aus Wien weg. Wieder in meine Klasse. Das ist eh klar, wir überschneiden uns immer. Ja. Vor 5 Jahren hättest du den Zonko nichts um Technik fragen brauchen. Wir brauchst du heute auch nichts fragen. KTM Junkie, Christi Gott Dank, der Schiff für deine Grüße. So, Schluck Wein, noch Schinken. Ja, stimmt. Wegen dem Zonko bin ich auch zu den 16er, sind mir die 16er passiert, wie Max Schlögl sagen würde. Ja, genau. Bin ich auch den 16er Buben passiert. Ja, du bist uns passiert. Johanna Duschl, gratuliert ebenfalls. Christi Gott und Dank, der Schiff. Viel Erfolg. Bis bald einmal wieder live hoffentlich. Ja, freuen wir uns auch drauf. So, weit jetzt einmal nachschinken. Zuerst austrinken, dann nachschinken. Natürlich. So. Österreichisch weiß vom Taschler. So, ja. So können wir arbeiten. Und jetzt, warte mal, es liebert's du, aber der Korbis hat ich gesagt, gell? Ich glaube, es ist ein D-Dur und da ist nicht so, jetzt muss ich es zusammenbringen. Schoss von der Mama eine Regel spielen, ja, wenn wir zusammenbringen, Susanne Fabra, wenn wir es zusammenbringen. Ja, ich probier's. Mit einem hochfeinen Brick und einem feurigen Schick vor den Liebertstein aus daher Wasel, den wo immer dabei tut am süffigsten sein, ja, da trinkt er zum Kosten ein Glasel. Wacheler warm ist die Luft, voller Lindenblütenduft und die Sonne die scheint goldig aufs Tischel. Und der Vogel am Baum zwitschert lieb wie im Traum und der Katzel schlaft süß in ihrem Nischel. Da macht der Herr Wasserl einen kräftigen Schluck. Er lehnt sie vergnügt in sein Bankeckerl zurück. Wer noch nicht draußen war, im schönen Liebhardstal, wo zwischen den Bergen stehen, die Häseln klar und schmal. Dort, wo man trunken hat, da drast ein Glasal Wein. Dort kann ja meiner Sohn kein echter Wiener sein. Dort die Sonne untergeht, wird's da draußen erst schön, wenn im Gartel die Lichter hell blinken, wo die Musik fein klingt und das Herz als sich erwinkt, ja, da vergisst man beinahe auf das Trinken. Und die Mädeln und Frauen wie die Engeln zum Schauen gingen auf bei die Pixies
süßen Lieder und der herrige Wein. Ja, der Harzdienerei völlig zing wird verlochen, dass er müde und sitzen die Leute grad so gemütlich beisammen. So fangen's das Liedl zum Mitsummen an. Wer noch nicht draußen war, im schönen Liebhardstal, wo zwischen den Bergen steht, die Häuser klar und schmal. Wer noch nicht trunken hat, tut raus sein Glaserl Wein. Der kann ja meiner sein, kein echter Wiener sein. Jawohl. Wer noch nicht draußen war, im schönen Liebertstal, ein Otterkringer Lied. Das Liebertstal ist eben in Otterkring draußen sozusagen, also quasi das andere Ende von Otterkring. Es beginnt ja beim Gürtel, nicht? Also nach dem Gürtel fängt Otterkring an. Das ehemalige Neulerchenfeld hatte damals im Heiligen Römischen Reich, hatte es den Beinamen des Heiligen Römischen Reiches größtes Wirtshaus. Neulerchenfeld. Kam daher, weil es hat dort über 90% der Häuser dort, also der Bewohner, hatten eine Ausschankkonzession. Über 90% haben ausgeschenkt, war also quasi wirklich der Vergnügungsbezirk, kann man noch nicht sagen. Das war damals wirklich noch eine Ortschaft, das neue Lerchenfeld. Und Otterkring war ein Stück weiter außen, also das ist eben dann schon dort, wo der Wilhelminenberg, wo der Wienerwald anfängt. Dort nicht, also das Ur-Otterkring, der alte Ort, da wo ich aufgewachsen bin, das ist ja dann eben schon weiter draußen. Ne? Und das war ein Bauerndorf, also das hat eigentlich mit Neulerchenfeld gar nichts. Das waren dort waren die katholischen, braven, arbeitenden Bauern und im Neulerchenfeld waren quasi die Trarer und die Glücksritter. Und das sind halt recht schön zusammenpumpert dann. Und ich glaube 1891 wurde dann Neulerchenfeld und Otterkring zu einem Ort vereint und als 16. Gemeindebezirk in Wien eingemeindet. War damals ein trauriger Tag für die Otterkringer. Aber mittlerweile. Der Gürtel ist auch nicht mehr das, was er damals war. Ja, stimmt. Damals war noch die Lina, der Linenwall. So, was haben wir da alles? Schau dir was an. Alleine eine Flasche leeren dauert eben länger. Bravo Wolfgang, ja, es liegt nur daran. Weihnachten fällt heuer super. Sagt Olmeister auf 23. und 30. zweimal vor dem großen Fest. Hoffe, es findet dennoch eine Pavlatschen statt. Am 30. auf jeden Fall und am 23. auch, aber da ist es wirklich eine geplante Solo-Pavlatschen von mir. Also da mache ich eine Solo-Pavlatschen, weil da wäre es wie, der Patrick ist ja eben bei ihm daheim, im Weihviertel, ich bin da schon in der Klause und natürlich haben wir da schon keinen Stress, aber wir haben schon einiges zu tun, was Weihnachten halt betrifft, den Heiligen Abend und so weiter. Und jetzt haben wir gesagt, das würde uns beide, also mir, wenn er zu mir kam, der Patrick, mir weniger, aber er, das sich massiv schon die Zeit rauben, die Fahrerei, und wir haben dann spätestens am 24. nächsten Tag dann eigentlich keine Zeit und keine Nerven sozusagen für das Ganze. Daher haben wir gesagt, pass auf, wir lassen es ausfallen. Dann haben wir gesagt, nein, am 23. auf die Nacht, ich mach's. Ich mach's einfach solo. Ja. Und 30. da kommt er zu mir. In die Klause raus. Das ist schon, haben wir schon ausgemacht. Dann der Stromer genau, seit Zonko dabei, einmalig. Bluse Fuß, ja, werden wir machen, Iranaka. Klaus, ich habe im Kopf, dass du schreibst, die Gelsenpolka. Na gut, das war mal deine Idee. Habe ich nicht gesagt, dass ich es mache, aber jetzt muss ich es machen. Gell? Der Algorithmus Plus, der Algorithmus Plus, genau, der Algorithmus Plus. Pavlacisterie, Buch, Polka mit unseren Namen, ja stimmt. Nur für den Anfang. Naja, gut, aber ja, es waren ja, es dürfte ja nicht alles so ernst nehmen, was ich sage. Ja, Wahnsinn. Ja, der Gürtel wird immer enger, Maber, ganz genau, ganz genau. Ja, nein, es ist,
auf jeden Fall viel über den Zonk herkommen und das gefällt mir wahnsinnig. Ja. Dann entschuldige ich mich gleich für den 30. Da spiele ich selber. Bravo Thomas Meyer. Ja, recht hast du. Das brauchst du nicht entschuldigen, aber das gehört sich schon. So hast schon recht. Bravo Thomas. Die Mege war drei Tage in Graubünden in den Bergen und in Chur. Schön, sehr schön. Sehr schön. Boah, na gut. When I follow to the station, the suitcase in my hand. When I follow the station, the suitcase in my hand. Well, it's hard to tell, it's hard to tell, when all my love's in vain. Ana hodima despomalo, Ana musima verlier. Over I håb med lem lang despomalo, waar die volkige stiefkind bin. Oh, my love. Oh, my love. Ba-da-din-da, ba-da-din-da, sa-ba-ba-bo-bo-de-bo, ba-bo-zi, ba-ba-do. Ba-dum-dum-bum, sa-ba-do-ba-bo. Despomalo, Ana musima verlieren, over I håb med lem lang despomalo, waar die volklige stiefkind bin. Ja, waar die volklige stiefkind bin. Mama, ich bitte dich, schau mal, ich bin's, der Boy, der Bub. Wirf mir den Schlüssel da oben, hilf mir, das Haus da ist zu. Spät ist, ich hätt nicht sollen tun, wie es die anderen wollen, aber zu Hause gehen, hab ich mich geniert. Mama, ich war so blöd, geh bitte sag's dem Vater nicht, weil mir sonst eine schmiert. Sag mir so, es ist ein Geld in die Haare schmieren und die gleich dazu. Für die war ich sowieso alt, aber nur ein depperter Bub. Spar dir die Tränen, die an deine Schienen, die liegen wunderbar. Geh zurück zu dem Alten, der soll auf die halten, ich hab längst vergessen, wie schön's mit dir war. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Ich glaub, da gibt's wirklich keinen Text. Na 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 na, na 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 na, na 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 na.
sag ich mir, soll sie sagen, denn die horch mir und die gleich dazu. Für die war ich sowieso, da war ich nur ein depperter Bub. Sparte die Tränen, die an deine Schienen, die liegen wunderbar. Geh zurück zu dem Alten, der soll auf die halten. Ich hab längst vergessen, wie schön's mit dir war. Wir waren in der Gossen, 3 Kinder. Der Karl, der Franzl und ich. Wir waren in allem besser und geschwinder. Eine unheimlich klasse Partie. Mit die Bäumen und die Stollen und die Radeln. Da haben wir 3 niemals verspürt. Auf die Ros, auf den Stoß und die Madeln. Da waren wir 3 immer wir wüt. Ja, so war das bei uns Gassenkinder. Doch das ist schon lang vorbei. Der Krieg und die bitteren Jahre. Jetzt lebt nur mehr ich von uns 3. Manchmal träum ich von Franz und vom Karl. Und ich wach auf in der Nacht. Und da muss ich ja manches Mal weinen, obwohl die Erinnerung lacht. Und da muss ich ja manches Mal weinen, obwohl die Erinnerung lacht. Meine Mutter ist mit einem anderen Mann, wir reden noch ein Kinderl, dem Vater davon. Da war ein kleines Weiberl schon grau und betagt, der hat zu dem Kinderl in der Wiege eine gesagt: Du nicht weinen, mein Kleiner, du bist nicht allein, solange der Großmutter lebt, da wird's dir gut gehen. Du nicht weinen, mein Kleiner, ich werd die Mutter lieb geben und die Lieb von der Oma dazu. Mein Vater, der war als nächstes dran, er ist vom Schicksal gebrochen, dem Leben davon. Aber da war wieder das Weiberl, schon grau und betagt, der hat zu dem Burschen dann tröstend gesagt: Du nicht weinen, mein Kleiner, du bist nicht allein, solange der Großmutter lebt, da wird's dir gut gehen. Du nicht weinen, mein Kleiner, ich werde Eltern lieb geben und die Lieb von der Oma dazu. Die Jahre, die man nicht bremsen kann, die hab ich heut am Bugel, heut bin ich ein Mann. Schon lang ist das Weiberl, die Oma, nicht mehr, aber ihr Großmutterkind, das liebt sie heute noch sehr. Und manchmal im Traum, ja daher ist sie so. Du nicht weinen, mein Kleiner, du bist nicht allein, solange der Großmutter lebt, da wird's dir gut gehen. Du nicht weinen, mein Kleiner, ich werd die Eltern lieb geben und die Lieb von der Oma dazu.
Horst Gmähler Special Medley war das. Ein Horst Gmähler Special Medley. Und über einen Fingerheb. Fingerheb für den Patrick durch den Aeronacker und durch den Wolfgang. Das ist natürlich ein Wahnsinn. Und da haben wir es schon. Die Wildcat ist da leider beim Hakeln, aber nichtsdestotrotz super Sticker. 5 Euro von Wildcat. Video Game Controller looks forlorn. In between the words, try again. Ja, bravo Wildcat. Danke schön für deinen Schmattes. Sehr leibend. Und der zweite Schluck selbstverständlich an die Nymphen, die vinophilen Nymphensittiche Sunny und Mutzi. Jawohl. Schau, ich schwitze schon. Das seht was ich für euch angehe, nicht? Ich schwitze. Das mache ich nicht mehr im Fitnesscenter. Also ich schwitze. Das ist ein Wahnsinn. So, schauen wir mal, was wir da. Wahnsinn. Ich schaue jetzt da nicht alles zurück. Sonst komme ich nicht weiter, sonst rede ich wieder so viel. Aber der Stiegelhell ist heute beim Wolfgang am Speiseplan. Also auf der Getränkekarte quasi. Weltklasse, lasst dir gut schmecken. Schau, die Müller, Wiener Heirigenmusikant ist da. Grüße alle miteinander. Den Patrick, gute Besserung, jawohl. Schön, dass du da bist. Peter folgt ans Mädel, geht ans Gmiert, es wird Zeit für 16er Textbuch. Ja. Ja, aber das Problem, wir haben mal so gefragt, das Problem ist ein bisschen das, du musst ja, wenn du Text oder halt, also wenn du Lieder, die jemanden kehren, wenn du das irgendwie in ein Buch reinbringst, brauchst du immer die Genehmigung oder du musst zahlen. Also du musst bei jedem einzelnen Lied musst du dann nachfragen. Ne? Beim Verlag, ich meine, es ist machbar, sonst gab es ja keine, aber aber das ist schwierig. Mit fremden Liedern ist das schwierig. Jawohl, bravo. Die hätte auf eine oder mehrere Achteln auf alle Omamas. Jawohl. Ja. So was haben wir da. Was sagt die Maggie? Ja, so um 20 Uhr fingen meine häufige und längere Besuche an. Was meinst du denn jetzt, Maggie? Die Marie-Louise, ja, war eine Würstelfrau, ja genau, total die U6 Thalierstraßen, ja. Haben wir geplaudert. Da bin ich mit dem Taschler mit, ja. Ja, der Hannes Spiesleiner merkt es. Das Schweiz ist die Nervosität, weil der Patrick nicht da ist. Das kann sein. Glaube ich nicht. Ich schwitze einfach, wenn man warm ist. Ich glaube, es ist einfach das. Ich war oft spät abends da, weil ich nachts arbeitete. Damals konnten wir auch durch die Gürtellokale gehen, die war ja bekannt. Na klar, das kann man vorstellen. Das kann ich mir vorstellen. Mit der Würstel. Die Marie-Louise, die war lustig beim Taschler, ja. Also es war überhaupt lustig. Die Maggie und die Marie-Louise, nachdem die Maggie Geburtstag gefeiert hat, haben sich diese zarten Damen, haben sie da, weiß ich nicht wie viel, aber es war mehr als ein Achtel, eingeschossen und das war jetzt beieinander. Heute habe ich Tiere. Na, zum Genieren war es nicht. Im Gegenteil. Es war sehr lustig. Ja. Ein Liederbuch, sagt der Aaron Acker, gibt es zum 40-Jahr-Feier nur mit den eigenen Liedern. Motivation, endlich die Bouteille und den Bagger zu schreiben. Ja. Na gut, ja, mein eigener Lieder kann man jetzt schon so viel auch. Aber das ist halt wirklich, es ist eine Arbeit, die ich nicht gern mache. Ich sag's wie es ist. Und deswegen ist gehört eh gemacht. Das ist ja ein fataler Fehler meinerseits. Da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Aber es ist wirklich, ich geh vorher, weiß ich nicht, lieber Schnee schaufeln im Sommer, bevor ich Noten schreibe oder das zusammenschreibe. Ja. Ja, es ist ja so. Ich bin eine volle Sau. Auf das trinkt man. So viel Bühne aber wiederum nicht, was das nächste Lied ankündigen wird, nämlich ein neues Produkt, weil ich mir dachte, ja, vor Weihnachten, da muss das Geschäft drin, das Geschäft, die Kasse muss klingeln. Ja, ich halte es eigentlich für deppert immer vor Weihnachten, dass man so viel macht, aber es ist ja wirklich so, ich wurde oft gefragt dann wegen Geschenken auch, also weil viele dann gerne ein Geschenk machen, aber passt auf, ich habe nichts gemacht, weil ich selber ein Geschenk braucht habe, nämlich ein Blechheferl wieder. Und schaut sich das an, das ist rausgekommen, zack, zack, zack. Skyline von Wien, ein neues Blechheferl. Im Sortiment. Kann man das überhaupt? Oh ja, man kann das jetzt nachvollziehen, gell? Das sind die Seiten. Ja. Bei uns im Shop erhältlich,
16er Burmati, find's eh. Find's eh, da gibt es einen Fanshop, den eigenen Reiter, da findet man hin. Skyline von Wien als Blechheferl, weil das hat sich schon als Hit irgendwie ein bisschen herausgestellt. Was ich mir nie gedacht habe, was ich mir wirklich nie gedacht habe. Also von den von mir geschriebenen Liedern sind tatsächlich die Einsamkeit, also mein guter Freund. Natürlich, ich habe einen Weingarten am Biesenberg, das ist eigentlich das, wenn man so wie erfolgreichste oder das weit verbreitetste. Und dann ist schon das Skyline. Das sind eigentlich die drei wirklich die ich sage jetzt einmal, oder oft gewünscht, am meisten gewünscht werden. Blechgut, halbe Liter, na, das ist ein Viertel, das ist eine Tasse ist das. Das ist ja nicht Originalgräs jetzt da, das ist nicht so ein Schirm. Nein, das ist jetzt ein bisschen größer. Heferl mit Frauenkäferl war nicht schlecht, ja. Arbeit, die man nicht gerne macht, wird ausgelagert. Sprich in Patrick, ja, dem kannst du auch nur gewisse Dinge umhängen. Die Lieder, das Schreiben, das macht er auch nicht gern. Das macht er noch weniger gern wie ich. Und ich muss eins dazu sagen, es ist natürlich, es ist ja mein Lied. Also da muss man sich schon zusammenreißen, man sollte es schon machen. Als Skyline Label hast du auch gleich gemacht? Nein, habe ich noch nicht gemacht. So weit bin ich noch nicht gekommen. Soll ich das Skyline Label, schreibt es einmal, gebt es kurz mal, ob ich das Skyline Label auch machen soll. Ich habe angedacht, habe ich es eh schon mal. Aber so in der Art vielleicht, ne, wie das. Wenn jetzt, ich sage jetzt einmal, wenn 5 Leute sagen, ja, wenn es mindestens 5 Leute sagen, ein Skyline Label, so mit dem Design zum Beispiel, dann mache ich das morgen. Ja. Eine Häselfrau Blechheferl. Ach Gott, das ist ein Wahnsinn. Das ist wirklich arg. Jesus, aber die kann nicht mit einem. Die hätte gesagt, Skyline Label hätte ich gern. Ja. Eine Häselfrau Blechheferl. Naja, ich kann ja nicht nur Blechheferl machen. Ne? Das nächste, ich habe übrigens schon gefunden, ein Schürzen. Ich sag's nur. Ich habe ein Schürzen schon gefunden im Produktangebot von Brandful. Ja. Also Skyline Lever, eine Meldung hätten wir schon. Warte mal, das blinkt. Darf ich das jetzt trotzdem ausblenden? Weil, wie schaut denn das aus? Aber auf jeden Fall, ich hoffe, es gefällt euch. Und natürlich wäre es auch super, wenn es auch bestellt wird, aber ein warmen T-Shirt ab XL, jawohl. Das ist ein Wahnsinn. Könntest du mal für die Biertrinker unter uns ein Bierglas oder Bierkrug machen? Naja, das Problem ist, ich kann nicht einmal Weinglasl machen, weil das ist eben dieser Printful, das ist eben so ein On-Demand internationales Unternehmen und da muss ich das nehmen, was die halt haben. Ne? Das ist der einzige Nachteil. Es funktioniert alles relativ leicht und einfach, aber es ist halt natürlich, kostet schon viel, also es ist jetzt nicht so, dass das für uns ein Mördergeschäft ist, aber es ist im Handling relativ einfach, sagen wir es so. Und es funktioniert. Aber da kannst du natürlich keine Sonderwünsche kannst du nicht. Ja. Bin dabei, weil das bestimmt. Auch die Rehberger, ne? Schau, sind wir schon 2. Skyline von Wien, du lebst in mir drin. Es kann kommen, wer will, die macht keiner hin.
Du beruhigst mich und du bist mir vertraut. Du bist mächtig und manchmal auch zerbrechlich. Skyline von Wien, du bist die schönste Wienerin. Den Neidern und Heuchlern hast du immer verziehen. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Skyline von Wien, du bist die schönste Wienerin. Den Neidern und Heuchlern hast du immer verziehen. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Ich hab einen Weingarten am Biesenberg. Ich bin dort gern, wenn mich kein Mensch dort steht. Ich schau den Rhein dort beim Wachsen zu. Ich hab dort meine heilige Ruhe. In meinem Weingarten am Biesenberg. Draht wird noch recht und nicht verkehrt. Man kann die Vogeln singen hören und am Himmel da siehst die höchsten Sterne. Oh, noch an Regen sich die Wolken erst verzogen. Dann sich über Wien einen großen Regenbogen. In meinem Weingarten am Biesenberg, das Fleckerliert, das mir allein nicht kehrt, dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das soll der beste Trepferl Wein. Dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das soll der beste Trepferl Wein. Man kennt fast Song zu jeder Zeit, spiel ich den Trottel für die Leid. Und manches Mal platzt mir der Kron, da kennt den Wurstel, ich der Schlang. Den Kasperl spülen, das stört mir nicht. Danke meinem Freund, der zu mir steht. Ein guter Freund hat immer Zeit, mein bester Freund heißt Einsamkeit. Und bin einmal ganz allein, so sind wir dennoch immer zwei. Ich und mein Freund, die Einsamkeit, mit ihm bin ständig ich zu zweit. Und will einmal allein sein, dann lade ich mir ein paar Freunde ein. Wenn ich wohin komm, sagt man gleich, unterhalt mich, komm, ich lade dich ein. Und so macht mich Hetze ungeniert und krieg meinen Rausch so finanziert. So lachen wir beim Wein vereint, aber trotzdem bleibt man nur ein Freund. Ein guter Freund hat immer Zeit, mein bester Freund heißt Einsamkeit. Und bin einmal ganz allein, so sind wir dennoch immer zwei. Ich und mein Freund, die Einsamkeit, mit ihm bin ständig ich zu zweit. Und will einmal allein sein, dann lade ich mir ein paar Freunde ein.
und hat das Leben das End mir braucht. Kein Mensch mehr über mich dann lacht, so mach die Augen langsam zu und geh allein nicht dann zur Ruhe. Nur einer gibt mir noch Geleit, es ist mein guter alter Freund, die Einsamkeit. Ein guter Freund hat immer Zeit, mein bester Freund, die Einsamkeit. Und bin einmal ganz allein, so sind wir dennoch immer zwei. Ich und mein Freund, die Einsamkeit, mit ihm bin ständig ich zu zweit und will einmal allein sein. Dann schlaf ich einfach ganz tief ein. Kinder, füllt die Glaserl an, wer weiß, was am Morgen ist. Trink mein Ex, was liegt schon dran? Ein Räscherl, das ist gewiss. Ein geschmackiges Busserl von meinem Schatz, was braucht das ein Mensch noch mehr? Ja, was kümmert uns, was morgen ist? Bringt's noch ein Liter her? Was kümmert uns, was morgen ist? Bringt's noch 12 Liter her? Jawohl! Sie klingen, die Seiten, sie klingen. Wieder ein kleines Potpourri. Quasi, wir könnten es auch nennen, das mittlerweile berühmte Blechheferl Potpourri. Jawohl. Ich danke euch vielmals, schau die Achteln von einem, ganz großartig. Jawohl, schau die Achteln, ich danke euch schön. Skyline, mein Favorit, was das eh. Bravo, Peter folgt. Wien ruft 2025. Bravo, Maba. Das glaube ich auch. Landtagsstrom mag sich jetzt zusammenreißen. Mittelhessen muss er wieder kommen. Ich meine, der Grand Seigneur, der Pavlatschen, bitte, der Fritzl, der Stadtgroßfries, muss sich da aber anschließen. Ich meine, wozu? Ich meine, irgendwo muss man da ein bisschen. Ja, jetzt sehe ich gerade was. Um schon noch mal ganz kurz den Brennraum hochlegen zu lassen. Die habe ich ja. Die Leiberl sind nicht erwischt, aber die habe. Die Bömmelhaube. Siehst du den Bömmel, eh? Die ist warm. Die ist leibend. Zokos Brennraum. Jawohl. Und übrigens, schau, siehst du es, die kann ich auch schon herzahlen. Habe ich auch schon gekriegt. Schau. Das ist auch eine der neuen Hauben im Shop. Siehst du das? Da ist er. 16er Burm. Mit einem roten Achtel. So. Auch hier gezeigt. Ich würde da keinen Teleshop machen. Ne? Aber irgendwo, es gehört halt dazu. Es gehört schon dazu. So, also Wien ruft, das hat mich wesentlich gefreut, wenn Mittelhessen und bloß natürlich Fritzl nach Wien kammerten wieder. Skyline Biesenberg, gerade diese Lieder waren mein Trost während des Lockdowns. Und ich saß da in München. Gott sei Dank für die Pavlatschen. Ja, ich weiß, da haben wir viel geredet, dass das für die ganz wichtig war. Ja. Uta Obermeier, grüß dich gut, freut sich über den Biesenberg. Jawohl. Heferl bestellt, da die Rehberger Wahnsinn, danke der Ski. Ulrich hat einen blauen Ozean. Ja, fürs Haberl. Sicher, 2025 Weltklasse. Landtagsstrom hat das gefreut mich. Schauen wir mal, dass wir mit der Strandbar spielen. Naja, der Strandbar haben wir uns ja ausgemacht. Der DJ Ötzi, Thomas Meyer ist gut. Strandbar spielen wir nächstes Jahr aller Voraussicht nach wieder, ja. Strandbar Hermann am Donaukanal. Aber früher, wahrscheinlich schon im August. Haben wir uns ausgemacht. Es ist ja so, wir sind nicht ausgebucht. Wir sind bei weitem nicht ausgebucht für nächstes Jahr, aber wir sind sehr gut gebucht mit einigen Sachen und das ist leiwand, aber das heißt natürlich, dass gewisse Monate gewisse Monate dann schon ein bisschen irgendwie mehr Logistik oder mehr Planung erfordern, sagen wir so. Gut, es sind zweimal München zum Beispiel wieder dabei, das sind halt 2 Tage. Dann sind die Festivals,
schlagen auch wieder zu. Nach denen muss man sich ja richten ein bisschen, ne? Logischerweise. Und ja, also wie gesagt, der Ottinger Kirchtag wird wieder im September sein. Mitte, Ende September eher so. Und Strand bei Hermann voraussichtlich eher im August, wie es ausschaut. Ja. Und ich meine, im Zweifelsfall ist natürlich, ich meine, so leibend ist ein Strand bei ist, aber natürlich, da muss ich ja unseren deutschen Freunden schon sagen, da ist natürlich der Ottinger Kirchtag nachhaltiger. Aber ein Leiberl für meine Frau und mich und einen Hirnwärmer mit dem Wurstel. Jawohl, bravo, Wolfgang, einmalig. Der Peter Volk sagt, die Zeiten klingen heute besonders gut. Tolles Teil. Dank der Ski. Ja, manchmal klingt es wirklich herausragend gut. Sonst klingt sie nur sehr gut. Ich bin ja sehr froh mit der Gitarre, muss ich echt sagen. Hubert Neumüller, der Künstler des Gitarrenbaus. Ich überlege, ob ich ihn einkühlen soll. Ich werde meinen Kühlschrank stellen, aber da bin ich kurz weg. Aber nicht lang. Ich bin nicht lang weg. Ganz kurz. 3, 2, 1, bin gleich wieder da. Bin gleich wieder da. Dauert nicht lang, es dauert nicht lang. Bin schon da wieder. Bitte weitergehen, es gibt nichts zu sehen da heute ist hier. So. Schaut so wie die Westen da hergeht, dass man es schön sieht, ne? Bis man da oben gefahren ist, ne? Das habe ich davon. Ach Gott, schauen wir da hängen. So hier, dann glaubt man, das gehört so. Das ist ein Stilmittel. Ja, so sieht man sie nicht. Wurscht. So, na gut, spielen wir weiter. Wenn wir schon beim Thema Geld sind, könnten wir aber das kurz einblenden, meine Freunde. Wenn euch die Musik gefällt. Der virtuelle Hut geht rund, die Infos findet ihr in der Videobeschreibung, wer es nicht ohnehin weiß, aber per PayPal, per Online-Überweisung oder auch als Kanalmitgliedschaft oder auch auf diese Art über YouTube, da was den super Sticker, da was da gibt, den super Chat und was da alles existiert, auch möglich, dass man eine Kleinigkeit springen lässt. Und die Kanalmitgliedschaft, das wäre 4,99 € im Monat, das heißt, natürlich jederzeit kündbar. Das heißt, quasi man lädt uns einmal im Monat auf ein Achtel ein. Im Patrick und mir auf ein Achtel beim Taschler, dann kommen wir mit den 5 € aus. Und das war einfach, ja, das war halt ganz leibend für euch. Danke herzlich jetzt schon mal und natürlich, wie gesagt, den Obolus, den Schmattes an Musikbeitrag, wie man auch immer das nennen will, das hat eine in jeder erdenklichen Höhe. Kann auch wenig sein und so weiter. Das ist ja, es kann auch viel sein. Wir sind da vollkommen schmerzbefreit, was die Höhe der Summe betrifft, aber auch, wenn es nach unten geht. Also besser, Kleinvieh macht Mist, wie wir so gelernt haben, und daher, ja, in diesem Sinne, sehr zum Wohl und Dankeschön für euren Schmattes aus dem Jiddischen und heißt einfach nur Trinkgeld. Ja. Oder wie es der Patrick da so schön am Leiberlau hat, das letzte Gerstl für eine gescheite Musik. Das wird eine gescheite Musik, an dem arbeite ich noch. So, wo reisen noch? Da. Ja, danke schön. Jawohl. Klaus ist fort, jetzt fehlt der Einsatz von Patrick. Ja, das ist ja das oft. Ein schöner weißer Sessel. Kamerakind wäre auch gegangen. Ja, oder hättest du da montieren müssen. Das wollte ich jetzt auch nicht tun. Da wieder aufmontieren und so weiter und so fort. Zu aufwendig, meine Lieben, zu aufwendig. Was machen wir? Was reißen wir an? Wenn wir schon vom Geld geredet haben. Wenn ich ein Geld hab, bin ich Kaiser. Da reiset Bamas, wenn's sein muss heißen. Doch wenn ich stier bin und nicht verdraht, dann sagen die Madern alle, du bist heute fad. Wenn ich ein Geld hab, bleiben die Wirten, die größten Schnurrer und auch die Nierten. Und wenn ich keins hab, bleib ich daheim, bei meinem Weiberl und Radida.
Ja, nur ein Göt ist das Schönste auf der Welt. Wenn man's auch nicht fressen kann, umso leichter bringen wir's an. Händel, Gansel und den Fisch müssen rennen übern Tisch. Ein Champagner noch dazu und dann dran bis in der Früh. Ich glaub, mein Erbtante wird 120 Jahre. Ob ich die Erbschaft oder lebe, ist nicht ganz klar. Sie hat die Tausender im Sarg und ich kann's brauchen. Renn schon im Schuh, hab nix zum Tschecher, nix zum Rauchen. Sie lebt bescheiden, unsere Tante Melanie. Und die Verwandtschaft wird schon lang auf die Marie. Es ist eine Ungerechtigkeit auf der Welt. Die Tante raucht nicht, die Tante trinkt nicht, die hat kein Haber, die hat nur Geld. Und das ist das, was uns auf der Welt so fehlt. Jawohl! Jawohl, das Money Medley. Schau, die Birgit ist da. Jawohl, Fuchs Birgit, grüß dich gut. Grüß dich gut. So. Weißt du, was wir machen? Wir haben ja, also eigentlich, ja, ich weiß nicht, man sollte irgendwas erzählen, gell, so 250 Sendungen, 250 Ausgaben. Wir haben das schon bei den letzten Jubiläumssendungen haben wir das ja gemacht, wo wir so geredet haben, auch nicht über die, wo ich euch auch gefragt habe, natürlich über eure Erinnerungen, die irgendwie, die Pavlatschen, die euch am meisten in Erinnerung geblieben sind und so weiter. Und das war ja auch irgendwie ganz interessant, ganz spannend. Aber es wird sich jetzt nicht so viel geändert haben. Nicht? Klar, wir haben ein paar Highlight-Sendungen gehabt, aber die brauchen wir jetzt nicht alle 50 Sendungen, also sprich jedes Jahr mal Revue passieren lassen, so ist es auch wieder nicht. Aber es gab schon ein paar Sachen, wo ich mir denke, die waren ausbaufähig, wie zum Beispiel, da muss ich zuerst einen Schluck machen, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das einen Namen gehabt hat, das Liederbuch wünschen. Wir haben ja diese drei, warte mal, ich hol's her. Ich habe da vier. Schon leicht in Bearbeitung. Die habe ich schon ein paar Jahre lang. Warte mal, 1, 2, 3, 4. Beliebte Wiener Lieder. Die gibt es nicht im Handel, hat es nie gegeben im Handel. Das ist tatsächlich für die Musiker, die bei der AKM, also das, was in Deutschland die GEMA ist, oder in der Schweiz die Suiza, glaube ich, heißt es dort, ist in Österreich die AKM. Autoren, Komponisten und Musikverleger. Und die haben das vor Jahren, vor meiner Zeit, glaube ich sogar, also vor meiner aktiven Musikerzeit, haben sie das, glaube ich, ausgegeben, ich weiß gar nicht wann. Also wurscht, das Jahr, das ist auch egal. 1998, also doch schon, da war ich schon Musiker, aber da war ich natürlich noch, glaube ich, noch kein Mitglied bei der AKM. Also auf jeden Fall noch kein ordentliches Mitglied, weil da wirst du erst, wenn du ein paar Kompositionen gemacht hast und entsprechend die auch schon sozusagen herumgereicht wurden. Soweit ich immer höre, erinnern sich alle ans Feinripp. Jawohl, Ackerl, das natürlich ja. Das war schon Weltklasse. Feinripp Edition war schon ein Wahnsinn. Ob ich den nicht einmal wirklich ausgrabe und den einmal wirklich zusammenschneide auf ein paar Highlights. Ja. Bluesifus, welche Seite ist das? Bluesifus habe ich noch nicht gespielt, ja. Mach jetzt noch, machen wir auch. Iron Hacker vergiss ich nicht. Aber wir haben dann, also in jedem dieser Büchlein sind 50 Lieder drinnen. Also vier Bände zu je 50 Liedern. Und es war irgendwann, es war aber eine Solo-Pavlatschen dann natürlich, aber ich gesagt, pass auf, ihr macht es einfach an random, sagt man heute, nicht? Man sagt heute random, das ist Jugendsprech, random. Da kriege ich mir einen Grant, also ich bin da random durch Wien spaziert, aber der Watschen, aber Gott, was heißt random durch Wien spaziert? Das ist ja wurscht, das wollte ich nicht aussehen. Also ihr sucht euch random. Schreibt sie eine, 1 bis 4 halt, eine Zahl, Slash
wie mir Guns N' Roses Fans so sagen. Und dann zahle ich zwischen 1 und 50. Und dann schaue ich nach, welches Lied das ist und wenn ich es kann, ist gut. Wenn ich es nicht kann, muss ich es da oben spielen. Wenn ich es gar nicht kann oder kann, übergeben wir es. So einfach ist das. Die größte Überraschung war, dass du wirklich aufgetaucht bist. Ja, damals, das war schon leibend. Wie der Ackerl sagt, ich kann ja vorbeikommen. Wir sagen, ja, wir sind da, komm einfach. Und der hat sich zusammengepackt. Das Kloster Neuburg ist in die bucklige Welt gefahren. Um 8:30, sag ich jetzt einmal, ist er weggefahren. 8:30, 8:45. Dann ist er da auftaucht, in der Klause. Und dann haben wir ihm natürlich, wir waren vorbereitet, haben wir ihm natürlich auf Feinripp geschossen. Ordentlich, ein Leiberl. Und den Patrick, der Patrick, weil er vorhin gesessen ist, also der war besser zum Sehen für alle. Da haben wir zwar einfach mehr Klick gehabt, der Ackerl und ich. Aber der Patrick musste in die Bundesheer Feinripp lange Unterhosen rein. Das war schon wild. Das war schon wild. So, was haben wir da jetzt alles? Was die Maggie schreibt, irgendwas 27, irgendwas. Pass auf, Wolfgang. Pass auf, wir fangen an. Wolfgang 2, Band 2, 37. Okay. Geh auf da. 36. 7. Was war's denn die Welt, was ein Wernerherz fehlt? Ja. Jetzt kommen aber viele rein. Wie machen das jetzt? Der Franz M236, Gott, das ist leichter, das ist da. 60 Leil, so war es auch noch 30 in Wien. Das Benzinger Kircherl. Was haben wir noch? Ein Zwarer? 235, der Acker, was ist mit euch erst? 235, 65. Bilderbuch aus Biedermeier-Tagen, das kann ich gar nicht. Das kann ich gar nicht. Wo ist der Refrain? Sonntag im. Das kann ich gar nicht. Ernst Arnold, ja, kann ich gar nicht. Tut mir leid. Das muss ich auslassen. So, warte mal. Ich kann nicht, na, alle kann ich auch wieder nicht, oder? 25 irgendwo, sagt die Johanna Duschel. Die Maggie meint 27 irgendwo wahrscheinlich. Warte mal, was haben wir da? 27, hab ein bisschen Geduld mit mir. Jawohl, das haben wir auch schon ein paar Mal gespielt. Erst im Bierchen raus. Was hat die Johanna Duschel gesagt? 25. Was haben wir da? Fisch und Resch, so sind wir. Goethes Fördermeisterstier. Kraft und Saft hätt man genug. Hang zum Gesang, Sport und Froh. Recht Strand am Adel gehen, wenn sie auf einer mir feiern. Tanken dran jeder Stund. Aber sonst, da sind wir gesund. Ja, Kronecker. Naja, ich meine, kann ich auch nicht, aber so wurscht. Das ist ja der Schmäh. Was machen wir jetzt? Pass auf, das ist einmal da. So, warte mal, ich glaube, ich habe das nicht ganz strukturiert angefangen, gell, irgendwie. So, warte mal, 437 war der Frätzl. 4, Band 4, Nummer 37. Wenn dich die Menschen auch kränken. Keine Ahnung. Noch nie in S. Moderato. Wenn dich die Menschen auch kränken, weine nicht. Ja. Friesel, das geht besser. Das geht besser. 3,7 sagt Markus Volker. So, warte mal. Das ist ja nicht leibend. Ihr sagt es alle und dann ich gehe so lange durch, bis man es taugt oder was? Und nein, wie man das geht tun. Der Wein ist ein Luder. Der Wein ist ja so, pass auf, das reißt mir jetzt an. Das kann ich mich auch nur sehr peripher. Also die Strophen, also in den Refrain bringe ich zusammen, die Strophen kann ich gar nicht. Der Wein ist ein Luder von Willi Jelinek und Karl Schneider. 1947 Musikverlag am Schubertring. Etwas bewegt. Also ist ein Dreivierteltakt. Der Rennspinner Franzl vom Heirigen kommt's aus. Er hat seinen Offen grad wie ein Haus. 7 Jahre wächst kein Gras, wo der Franzl hinterritt.
und er nimmt alle Randsteine mit. Im Zimmer da dreht sie so rundum und dumm. Er schmeißt alle Sesseln und Nachkasteln und weil die Frau Mutter ihm macht einen Tanz, da sagt dann ganz gemütlich der Franz: O Bruder, Frau Mutter, der Wein ist ein Luder, der hat eine Kraft unerhört. Der kann so schön schmecken, kann hechen und strechen, dann hat dich boshaft und hart. Es gibt für den Ofen kein Waffen, nur Schlafen, sonst kannst mit ihm gar nichts tendieren. Schnell ins Triechel, nur so kannst das Viecherl gemütlich in Freiheit dressieren. Jawohl, jawohl. Das Wort, gehen wir weiter. Was hat die Hette 327? Was haben wir da? 26? Was ist 27? Zimmerkuchelkabinett. Kakaterka. Zimmerkuchelkabinett. Muss schon zusammenbringen. In F. Wenn wir schon hinbringen. Zimmerkuchelkabinett und die dazu, mehr brauch ich nicht. Durch das Fenster ab und zu ein Sonnenschein, alles andere richten wir uns schon selber ein. Und was glaubst, was ich dann tue? Ich sperr die Tür ganz bummfest zu, dann wohnt bestimmt das große Glück im Bett bei uns auf Zimmerkuchelkabinett. Strophen kann ich nicht. Wer in der Vorstadt irgendwas vorhat, der braucht keinen Beirat, aber auch nicht verheiratet. Ein Wunsch ist offen und ich will hoffen, dass eine gute Fee mitspielt und mir mein Wunsch erfüllt. Zimmerkuchelkabinett und die dazu, mehr brauch ich nicht. Durch das Fenster ab und zu ein Sonnenschein, alles andere riecht man uns schon selber ein. Und was glaubst du, was ich dann tue? Ich sperr die Tür ganz bummfest zu, dann wohnt bestimmt das größte Glück im Bett bei uns auf Zimmerkuchelkabinett. Zimmerkuchelkabinett. Jawohl. Nur die hätte. Was haben wir? Franz M. 327. Ah nein. 336. So. Was haben wir da? Was haben wir da? Einmal macht's einen Plumser. Einmal macht's einen Plumser und aus ist, weil Herr und kein Mensch ganz zu Haus ist. Das Leben ist nur eine Durchgangsstation. Ein bisschen bleibst du, dann fährst du wieder davon. Einmal macht's einen Plumser und aus ist. Glaub nicht, dass das schier und ein Gras ist. Du wachst einmal auf und eine Stimme sagt zu dir: Petrus ist mein Name, komm einer zu mir. Du wachst einmal auf und
eine Stimme sagt zu dir, Petrus ist mein Name, du sollst es gut haben bei mir. Jawohl. Wobei Franz Emi jetzt sicher gerade, das war ja 2,36 und nicht 3,36. Aber gut, das war, wir schauen, jetzt sind wir schon wieder weitergekommen. Das Lied, der Wein ist ein Luder, kommt da vor der Wurstel. Nein, ist schon ganz anders. Schon ganz anders. Applaus, Applaus, Mann, ich danke dir schön. Luder schütte ich mir jetzt noch ins Glas auf. Bravo, Mama. Ich mache noch ein Bier auf die und auf die Marie-Louise. Bravo, Wolfgang. Die Bücher, Lieder sind vom Erfolg gekrönt. Also von anderen. Ja, eh. Was haben wir noch gesagt? Na warte, jetzt darf ich die anderen noch nicht auslassen. Wo waren wir denn da? So. Ich habe es natürlich nicht gemerkt, was war. 2,17 war der Wolfgang. Haben wir da schon geschaut, was das war? Der Wahnsinn. Gehen wir es durch. Ist das 2? Ja, 2. Was fangen wir jetzt da an? Achso, wie gesagt, das kann ich nicht, gell? War das das? Ich glaube, das kann ich wirklich nicht. 2,17. Die Kölner-Partie! Die Kölner-Partie! Hey! Na gut, es war. Naja, ich muss mir einen Wein holen, Freunde. Das geht ja so nicht. Bin gleich wieder da. Tut mir leid, aber jetzt muss ich mir einen Wein holen. Eieiei, ich bin leid. Bin gleich wieder da. Zimmer, Küche, Kabinett und die dazu, mehr brauche ich nicht. Kölner-Partie, so schau her. Schau da was an. Österreich weiß. Das, jawohl. Österreichisch weiß, Entschuldigung. Österreichisch weiß. Aber es klingt gut, wie so eine Ansage früher im Radio oder im Fernsehen. Österreich weiß. Seht mal die Herrschaften. Heut gehen wir einmal auf eine Kölner-Partie. Du gehst mit, er geht mit, ich geh auch. Da fallen wir ganz sicher so um wie noch nie. Du fällst um, er fällt um, ich fall auch. Alle Fassern warten schon, gehen wir meine Herren, nervös von anderen sonst austrunken werden. Und hin geht's am Abend und heim in der Früh. Du sagst ja, er sagt ja und ja sag ich. Zuerst kommt der Wegel, dann kommt der Tier, dann kommt der Köderstier. Dann kommen wir, dann kommt ein Schunkenbein und dann der Wein. Ja, so eine Kölner-Partie, der ist fein. Heut fahren wir einmal in den Himmel hinein. Du fährst mit, er fährt mit, ich fahr. Der Himmel liegt unter der Erden beim Wein. Das sagst ja, er sagt ja, ich sieg's auch. Jesus Kinderinnen, ein Weinkölner trinkt sich's gut, sie ist ein Wohltätigkeitsinstitut. Ein Räscherl war immer mein seligster Traum, du sagst ja, er sagt ja und ich halt's zusammen. Zuerst kommt der Wegel, dann kommt der Tier, dann kommt der Köderstier, dann kommen wir, dann kommt ein Schunkenbein und dann der Wein. Ja, so eine Kölner-Partie, der ist fein. Jawohl. So, das war's mit den Zwarer, gell? Der Ackerl war die 35. Sag mal, es gibt's ja nicht. Achso, oh ja, das war das, was ich nicht kennen habe. Oder was das? Bilderbuch aus Biedermeier, das kann ich wirklich nicht. Der 36er war dann vom
60 Leil, so war es auch noch 30 im Wald. Pass auf. Drogen vom Benzinger Kircherl hört man es 12 Grad schlagen. Und durch das Mundhöhle Gassel biegt die Ecken ein Wahn. Vor einem Alt-Wiener Häsel, da halt der Madel steigt aus, macht ein verlegenes Knicksel, dann huscht's wie ein Masel ins Haus. Im Ohr noch die raschenden Walzer, die Walzer vom Lanner und Straß. So kommt sie vom Domeier's Haus. Die Guckeln sind blau wie die Feigeln, sie glanzen voll Lust und voll Freude. 60 Leideln, so war es, auch noch 30 in Wien, in der goldenen, gemütlichen Zeit. Dann huscht sie über die Treppen, sagt zur Frau Mutter, küsst Hand, druckt ihre Blähmann ganz heimlich Rosen aus seiner Hand. Wie die Schönbrunner erklungen, da hat er zärtlich schon da. Und bei die Werber, da hielt er beim Futtern ums Patschanterland. Im Ohr nur die rauschenden Walzer, die Walzer vom Lanner und Straß. So schmuddelt sie sich in ihr Bettel und dann löscht sie die Wachskerzen aus. Kaum hat sie die Guckeln geschlossen, träumt sie schon vom künftigen Glück. 60 Leideln, so war's, auch noch 30 in Wien, und die Zeit, die kommt nie mehr zurück. Jawohl, jawohl. Ein Lied von 1924. Franz Almeda hat den Text geschrieben und Roman Domanik Roll, der berühmte Komponist damals. Mir gefallen ja so diese Bezeichnungen, wie zum Beispiel, das ist eben der Titel, nicht? 60 Leute, so war es auch noch 30. Wobei natürlich die Leute es eher unter dem Liedtitel oder wünschen unter dem Titel Spenzinger Kircherl. Und, aber mir gefällt es, wenn da so drunter steht, eine Walzer-Idylle. Das hat einfach nur, das hat noch Poesie. So, Kitsch als Kitsch kennt, nichtsdestotrotz. Aber 1924, das heißt, man war schon 31, damit meint man 1830er Jahre. So, was war das? In Zwarer haben wir, in Zwarer sonst noch was? Nein. Das haben wir durch. Vierer, das Vierer, was haben wir jetzt da? 4,37 Fritzel, ich glaube, das war wieder irgendwas, was ich nicht kann. Ja. 4, was? 37. Wenn dich die Menschen auch kränken, ja genau, das ist keine Ahnung. Was haben wir? Das waren doch mehrere Vierer, oder? Wo bin denn ich da? Ich glaube, das waren mehr Vierer. Na gut, dann haben wir es eh schon durch, oder? Haben wir schon alle durch? Ich glaube schon. Schauen wir mal. Macht nichts, war auch schön, sagt der Franz. Ich danke dir schön. Ja, wir wollen Lieder, die wir noch nicht so gut kennen, ja, aber ich sollte das schon kennen, nicht? Weil sonst ist das ein Zustand. Ja. Gänsehaut 30er Jahre. Es ist schon ein schönes Lied, gell? Sehr kitschig, aber ja, es ist schon ein schönes Lied. Also wie gesagt, ihr kennt es zwischendurch vielleicht nicht so in, sagen wir vielleicht falsch so angelaufen, dass man auf einmal so viel wünschen, aber die Bücher liegen hier, also ihr könnt jederzeit dann einfach eine Zahl von 1 bis 4 / 1 bis 50
Und dann schauen wir, was passiert. So, jetzt einmal Prost. Ich wollte eigentlich einmal einen Schluck Wasser auch trinken. Vielleicht was Bluesiges, Aaron Akio. Jetzt kommst du dran mit den Aufreißer-Blues. Endlich! Klar, ist ja ein Wahnsinn, das Lied singst du mit Gefühl und Geschmack. Das ist nicht leicht. Manche bringen es zu schmalzig, andere belächeln es. Einfach schön. Danke der Mege für dieses Kompliment. Da habe ich immer einen Text von Franz Billig im Ohr. Welcher Text ist das? Lieder, die du nicht kannst, hättest vorbereiten müssen. Ja, ich danke dir schön, Ironacker. 6-4 ist ein Kinderspiel. Bravo. Das sind ja nur 4 Bände und keine 6 Bände. Oder meinst du 4-6? Schauen wir mal, was 4-6 ist. Schauen wir mal, was 4-6 ist. Oder es ist irgendein Schmäh, den ich nicht verstehe wieder. Kann ich da auch schauen. Ein kurzes Vierlerchen ins Lidl? Nein, das kann ich auch nicht. Keine Ahnung, was das wieder ist. Na, 6-4, oh ja. Weinprobe. Das ist schwer, aber das kann ich. Das müssen die zusammenbringen. Der Verroten merken's fein. Ein Wein, der muss verstanden sein. Nur langsam aus der Flaschen. Nur langsam, nur so naschen. Sie sind jedes Schluckerl zur Söhlichkeit ein Ruckerl. Drum ich ihnen geben mag einen sehr guten Rat. Den Wein musst erst gut riechen, lass den Duft durchs Nasal kriechen, dann schau ihm so durchs Glasal an, ob a gute Farbe geben kann. Dann nimm a Schluckerl zwischen Zehnt, verbeiß ihm gut, lass ihn zergehen, dann schieb ihm zurück auf die Zungenspitz. Jetzt ruhig bleiben, komm nicht in die Hitz. Jetzt schlürf ihm auf, du langsam schneuzen und am Gaumen bolzen, mach schön dabei die Augen zu. Jetzt stell dich vor, sei nicht mehr du, dann mach die Augen langsam auf und schau dabei zum Himmel auf. Erst dann lass Schluckerl gehen, dann wirst den Wein verstehen. Jawohl. Oder? Die Weinprobe, war nicht schlecht, ne? Nicht schlecht. Meinte die Beichte von Wolfgang. Es war mir klar, dass du was anderes meinst, aber 6 Viertel hast du gemeint, 6 Viertel, ja, nicht gut, ja. Weißt du, der Wolfgang ist ja doch Biertrinker, ne? Aber trotzdem, es war, dank dir, aber haben wir jetzt dieses Juwel ausgehoben. Kitschig Lidl verdienen Respekt, denn die kommen echt vom Herzen. Ja, manchmal schon, ja. Vor allem, sie bedeuten den Zuhörern oft sehr viel. Daher auch mit Respekt, ja. Absolut, also ich denke mir das auch oft. Ich mag das nicht, wenn man ein Lied spielt und dann mehr oder weniger das so ablehnt. Gebe aber zu, das kommt manchmal aber vor, automatisch ein bisschen. Kommt manchmal in der Situation vor. Aber es sollte nicht, ja. Drunten um 20 haben sie um 12 Uhr erschlagen. Erst, ich glaube, den kann ich noch. Soll ich es probieren? Drunten beim Benzinger Wirten haben sie um 12 Uhr erschlagen. Und durch das Mundhöhle Gassel bläden's mit funkstraffen Wagen. Vor einer blutigen Locken
Da halten's Organe steigen aus, machen ein Tatbestandsknipsel, dann weiß ich nicht weiter. Im Ohr noch die Glasscherben vom Kriege, am Sackel die pickerte Sauce, im Herz ein rostiges Messerl, die vier sind vom Bierwaschel los. Die Guckeln sind blackhaut wie Feigeln, die Zahndern liegen überall verstreut. Das kommt, wenn man schnupst und in anderen was grobst, wird man da schlagen vor der Sperrstundenzeit. Ich glaub, das war's. Aber ich nicht gewusst, dass ich den noch halbwegs kann. Ein Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Wirklich wahr. Schau, jetzt bin ich ganz verliebt in den Wein. Ja, die Weinprobe ist wirklich gut, gell? Ich glaube, die muss ich aufnehmen ins Repertoire. Ja, das Lied passt nicht dazu, sagt der Wolfgang, ja, zur Weinprobe. Na gut, die 6 Vierteln, die hast glaube ich nicht so wie die Weinprobe dezent erarbeitet. Schau, ein Wahnsinn, die Mäge. Die Marie-Louise und ich haben wenigstens 2 Flaschen gemischter Satz. Sehr genossen. Spitzenweine beim Taschler, ja. Einmalig. Und wirklich war die 2, die haben sich jeder Bottöne nicht sagen. Wahnsinn. Weinprobe, das kriegt 8 an. Franz Emittag, das schön. Die Weinprobe, das ist und jetzt habe ich mal wieder das ausgepackt. Von wem hast du gesagt, war der Text? Jetzt muss ich nochmal nachschauen, was der Franz von Franz Billig. Siehst du, das habe ich zum Beispiel nicht gewusst, dass es von Franz Billig ist. Hätte ich irgendwann mal aufgeschnappt, die Strophen. Beim Benzinger Wirten. Der Wein. Pass auf, warte mal, ich hab da, ist ja wurscht, weil wir sind ja unter uns. Ich hab da so ein Mapperl. Erinnerungen ans Atlantis. Ich habe schon geglaubt, an Atlantis. Und ich dachte, das ist eine alte Piste gewesen, Franz. Bin eher dem Bier zugeneigt, aber es war sehr lustig. Das glaube ich auch. So, warte mal, da habe ich das. Den werde ich nicht zusammenbringen, so auf die Art. Das bringe ich nicht zusammen. Das vielleicht. Ich werde es probieren jetzt. Weil es jetzt passt. Ein Lied vom Alfred Gradinger. Vom Gradinger Frede. Aber bitte, seid nachsichtig. Da weiß ich jetzt wirklich nicht, ob ich es zusammenbringe. Aber ich werde mein Bestes tun. Der Wein auf Krankenschein. Das passt dann nämlich super dazu. Herr Doktor, ich fühle mich nicht wohl. Verschreiben's mir, wenn's geht, an Alkohol. Ich brauche für mein Käpferl ein gutes Trepferl und für mein krankes Wamperl ein gesundes Stamperl. Was ich da alles hab in ihrem Schrank, na die Pulver machen mich erst richtig krank. Drauf sagt der Arzt, ich gebe ihnen ja recht. Ein Viertel auf Rezept war gar nicht schlecht. Ja, ein Wein auf Krankenschein, das müssen's gehen. Und die Kranken täten wieder gesehen allein. Keiner müsste Flascherl heimlich wo verstecken. Ein gutes Trepferl hat jede Apotheken. Denn der Wein ist doch die beste Medizin. Und das war schon jeder gute Arzt in Wien. Fühlst du dich krank und es verlässt dich deine Kraft, verschreibt er dir sogar den edlen Rebensaft. Und wird mir ein Schmerz einmal zur Qual, dann gehe ich zu meinem Weinregal. Da bin ich dann mein eigener Mediziner, mit einem Traminer oder einem Veltliner. Und bin ich traurig und muss recht viel weinen, da hilft mir gleich ein guter Schluck Silvaner. Aber eins, das muss ich echt noch sagen, ein Roter, der ist wirklich gut für den Magen. Ja, ein Wein auf Krankenschein, das müsst's gehen. Und die Kranken täten wieder gesehen allein. Keiner müsste Flascherl heimlich wo verstecken. Ein gutes Trepferl hätte jede Apotheken.
denn der Wein ist doch die beste Medizin. Und das war schon jeder gute Arzt in Wien. Fühlst du dich krank und es verlässt dich deine Kraft, verschreibt er dir sofort den edlen Rebensaft. Absolut passende Nummer dazu, oder? Ja. Ein Bouteille allein. Das wird eine schöne Weihnacht, bravo Iron. Ich habe nicht vergessen, gell, auf den Blues. Ja. Mit Kirchen ist St. Jakob gemeint. Hat mir recherchiert. Mit was für einer Kirche wieder? Wo seid ihr nicht schon wieder? Komme ich wieder nicht aus. Ja, der Wein auf Krankenschein auf jeden Fall. Habe ich noch irgendwas da, was ich mich schon traue, dass ich es spiele? Traue mich nicht. Traue mich auch nicht. Das traue mich. Wein auf Krankenschein, herrlich. Bitte ins Repertoire nehmen. Ja, deswegen habe ich es ja da schon stehen so, nicht? Nein, muss man nicht zu viel verraten. Dazu das passendes Udlerlied vom Roland Neuwirth. Jesus, ja. Na, warte mal. Da muss ich jetzt aber anders stackieren, weil. Eieiei, das ist in dem Bierchen. Und das ist so ein. Ich habe ja keinen Platz da. Warte mal. Maggie? Ach Gott, nein. So, pass auf. Da muss ich einen Platz machen jetzt. Es gibt ja einige Kirchen. Also die Benzinger Kirchen, ich verstehe. Die Kirchen sagt Jakob. Alles klar. Alles klar, nicht mehr geforscht. So, pass auf, das lege ich da hier. Und jetzt, da muss ich schauen. Na, wo habe ich denn den? Na da, ich schaue im falschen Fache. Ich habe das irgendwo als Noten. Aber jetzt muss ich das Dosenbierchen aus und das ist so deppert in dem Buch. Also zum Bladeln, weißt, zum Ausspülen ist das. Roland Josef Leopold Neuwirth. Das Wienerlied. Der Sog des Weltliners in die Umlaufbahn endloser Melodien, das ist der Zustand, den man Wienerlied, Walzer, Werner Musi nennt. Hm? Hat er gesagt. So, wo haben wir es denn? Wo ist denn der Wein? Der Wein. Na. Wo ist er denn? Das ist ja da drin. Muss er da drin sein? Der Uhudler-Dudler. Ja, Mann. 120. Seite 120. Das ist so deppert. Das ist zum dreimal umplanen, glaube ich. So deppert, wirklich. Das ist ein Wahnsinn. Aber das habe ich, glaube ich, nicht kleiner. Ja, Klaus kommt aus der Klaus, jetzt sagt Plätsch am Hirn. Ja, das ist wirklich furchtbar. Ja. Der Sessel ist wie ein innerer Spaceship. Ja, das ist meine Kommandobrücke. Kannst du auch halten, ja, wenn du ein bisschen wogelt bist. Na gut, Freunde, ich werde es probieren. Da ist ein Text aus dem Buch. Ach Gott, muss ich das da so um? Aber ich kann halt nichts versprechen. Udler Dudler auf Wunsch von der Mäge, dazu passend. Gestern trampt man ehrlich, ein Ufer groß und gefährlich, ist mitten in der Zöller Gossenkland. Steigt aus ein grünes Mandel und er wachelt mit seinem Handel und sagt erst Freund, ihr da schon 2 Lichtjahre umeinander. In unserer Galaxis, da fehlt uns halt die Praxis, da wächst kein gutes Tripferl weit und breit. Mein Durst ist mehr als riesig, ich geb keine Ruhe, jetzt bis ich ein Weidel gefunden hab in der trockenen Zeit, da sag ich gleich, da sieh ich ein, hupf eine in mein Untertatzel, saß mir auf einen Wein. Grüne,
so, was ist geht so weit. Grüne Veltliner, Gewürztraminer oder ein alter Riesling, ein kalter, dann hinten dran ein Pinot Blanc, ein Muscatottonell, den lass ma nicht stehen. Ein nicht zu süßer, ein Portugieser, ein Zweigegnunder, blauer Burgunder und zum Schluss ein Trieberstrahler, der muss auch noch her. Ein Achterludler, sonst weiß ich leider keine Weinderler mehr. Holo, der Ritolio, die Ritolio, hola, hola, ho. Ein Dudler für ein Hudler, wir dudeln nur das leer. Hola, der Ritolio, die Ritolio, hola, hola, ho. Ein Hudler, was will der Mensch noch mehr? Zweite los ich aus. Zweite los ich jetzt aus. So schaut's aus. So schaut's aus. Hudler, Dudler. Das Buch steht bei mir neben dem Augustin vom Hodener und der Kurt Gierk. Doku, jawohl. Jawohl. Ein Wahnsinn, alles nach Noten, naja, nach Noten in Text. Text und die Akkordbeziffern. Also Liedsheet, eigentlich spiele ich noch Liedsheet. Deswegen ist Lieder, die ich gar nicht kann ich natürlich auch nicht singen, weil jetzt Noten, das wäre dann doch mir zu viel, dass ich jetzt das wirklich nach den Noten aber singen müsste. Also ein bisschen eine Idee muss ich schon haben vom Lied. Dann geht es so spontan, sagen wir es so. So, jetzt kriegt er endlich seinen Blues. Der Aeronaker. Der Aeronaker braucht seinen Blues. Jetzt ziehen wir das Blues-Cape auf. Blues-Cape. Blues-Cape und da muss ich schon nochmal dabei auf ein Schmattes hinweisen. Satz gut, wenn ich die Musik, ich tue an mit Patrick. Es ist geht nicht an mir allein. Das ist quasi, wenn sie jetzt aber was reinhaut, so ein Schmattes, kann man sagen, und zwar wirklich, der Patrick hat im Schlaf Geld verdient. Wie viele heurigen Musiker kennst, denen das gelingt? Das meine ich. Ich danke euch vielmals für einen ordentlichen Schmattes. Für die Musik. So. Und jetzt für einen Ackerl. Dauerfresser Blues. Husqvarna Edition. Hoppala, wo bin ich? Schau, komm ich schon gar nicht aus. Da geh her. Bitte kannst du auf Mamas Schoß spielen. Ja, freilich, ja, machen wir auch noch. Genau, ja, richtig. Und die Susanne ist schon gewünscht, ja. Dass Frauen schwierig sind, was meh. Und hast du bei einer kein Schmäh, dann kommst du auch niemals zum Ziel. Schau, du magst das so wie ich, dann fliegt jede gleich auf dich und singen Blues ganz lässig mit Gefühl. Ich hab den Blues im Fuß, dass jeder schwach werden muss. Das glaub ich mein Gewicht. Ich hab den rockenden Bock, mit dem ich ja jeder log, bis zu mir nach Hause. Ich hab den swingenden Ding, mit dem ich jeder bezwing. Ich hab den Rack im Knack, mit dem ich auch jeder dran pack. Ich hab die Melodie im Knie, drum wird mir nie eine hin. Ich hab den Jazz im Dress,
wird mir nie eine Bass. Ich gebe den Franke den Rot, wann am notwendig hat, schau so mag's bei die Frauen an Ries. Ich brauch da nix erklären, du musst mir nur gut zuhören, dann merkst du gleich, wie lässig das ist. Ich hab den Blues im Fuß, dass jede schwach werden muss. Yeah. Ich hab den Rock in den Bock, mit dem ich ja jeder Lock, dann flog Diesel, Elektrolog. Ich hab den Swing im Ding, mit dem ich jeder bezwingt. Ich hab den Rack im Knack, mit dem ich an jede Park. Ich hab die Melodie im Knie, drum wird mir nie eine, wird mir nie eine. Ich hab den Jazz im Dress, drum wird mir nie eine Bass. Blues im Fuß. Oh yeah. Ja. Ich hab's gewusst, der Ackerl wird die Frage stellen, wäre ein Blues auf deiner Gitarre von der Wand besser gegangen gewesen? Ja, wahrscheinlich schon. Aber da hätte ich aufstehen müssen, hätte die Gitarre hier holen müssen, stimmen müssen. Geh. Kennst mich da? Irgendwann spiele ich mal wieder eins von dort. Irgendwann. Schau, es sind jetzt erst 250 Sendungen. Du willst ja wirklich alles auf einmal. Jawohl, einmalig. Ich danke euch vielmals. Schau, der Ackerl. 2 Euro vom Ackerl. Super Chat. Nur für ein Glas. Ja, die Knöpfe am Alten, Patrick. Ja. Jawohl. Danke, das Ackerl. Ich muss einen Schluck trinken. Warte, ich fange mit Wasser an. Das hast du jetzt verdient für die Frechheit vorher. Und wenn wir nicht so sind, trinke natürlich mit österreichisch Weiß. Trinke drauf. Was sagt der Megi? Unser Steuermat macht es so gut. Wir haben das Gefühl, wir sind bei ihm in der Kammer. Das freut mich. Ich muss jetzt ehrlich sagen, so gerne ich alle habe, ich bin eigentlich froh, dass nicht alle da sind in der Kammer, weil da waren wir jetzt, da hätte ich sagen, wirklich, also da war es wirklich jetzt heiß. Punkt 1. Platztechnisch wäre es auch wahrscheinlich ein bisschen eine Herausforderung. Aber ansonsten war es leibend, ja. Danke schön, danke Ackerl, Prost. Ein Traum. Ja, bei mir ist es so, ich meine nicht, dass ich im Kammer sitze. Ich sitze da allein. Ne? Das ist schon, ich muss euch ehrlich sagen, ich kann mich nicht erinnern, wie das am Anfang war für mich. Ob das irgendwie eine besondere, weiß ich nicht. Weil es ist natürlich schon eigenartig. Du sitzt da allein, schaust in eine Kameralinsen rein und redst ja mit niemandem. Nicht? Weil, also wenn jetzt einer zuschauen tät, bei mir jetzt da so, jetzt denken, Alter, was ist mit dem? Nicht? Der redet mit wem, ist aber keiner da. Aber ich kann mich wirklich nicht erinnern, ob das für mich irgendwie ein besonderes Gefühl war in den ersten Zeiten. Gut, man muss jetzt sagen, die ersten Livestreams haben wir ja gemacht zu zweit. Das heißt, wir haben ja miteinander geredet und da ist wieder was anderes. Aber wenn du im ganz allein da sitzt und eigentlich nur mit der Kamera redest quasi, also ich rede mit echt, das ist schon klar, aber jetzt halt da vom Gefühl her, redest eigentlich ins Blaue rein,
Ich glaube, dass schon da erstens einmal der Chat unheimlich wichtig ist. Ich glaube, dass das schon wahnsinnig viel ausmacht, dass der Chat einfach ähm, das Gefühl vermittelt, wenn man so will, dass das ja da dass da ein Echo ist oder eine Reaktion vom Publikum ist. Das ist einmal das eine. Und das andere, ich kann es jetzt wirklich, also es ist für mich jetzt überhaupt kein Problem. Natürlich live vor dem Publikum, es ist halt was anderes, nicht? Aber es ist jetzt gar kein Problem, da so auf diese Art und Weise, aber ich kann mich tatsächlich nicht erinnern, wie so die ersten Male waren, wo ich ganz allein vor der Kamera gesessen bin. Kann mich nicht erinnern, also war es wahrscheinlich nicht sehr beeindruckend, sagen wir es einmal so. Nehme ich mal an, ich weiß wirklich nicht mehr. Ja. Rudi Koscher war wirklich erfreut, als ich ihm neulich sagte, die Buben spielen so oft, ja. Dabei wirkt er so zart, man würde nie meinen, der hat es komponiert. Ja, in der Tat, ja. Naja, der hat schon faustig hinter die Uhren. Ja, die rote mit den F-Löchern. Da hätte ich einen Verstärker auch noch auftragen müssen. Auf der Wiener Ukulele, wie ich die Mandoline nenne. Ja, die Blues. Munkelein hat beim ersten Mal sicher gesagt, freilich kannst du das machen, aber nur im Keller. Das ist das erste Mal, was ich überhaupt rausgehört habe. Die ersten Livestreams habe ich gemacht, allerersten habe ich gemacht aus der Klause, aus der Stube. Und dann aus dem Büro in Hirstetten. Also aus dem Studio, Punktstudio in Hirstetten. Weil da haben wir da renoviert. Ja, insofern hast du nicht Unrecht. Ja. Schau, der Wolfgang kommt gerade drauf. Denke gerade dran, 3 Bier sind auf 6 Vierteln. Ja. Ja, mengentechnisch, alkoholtechnisch glaube ich nicht. Aber alkoholtechnisch, sagen wir jetzt einmal grob, ist der Wein das Doppelte. Je nachdem was. Aber ja. Über Zoom, genau, das mich sehen, das nach habe Tiere. Ja, das stimmt. Der Livestream ohne Chat wäre wie ein Auftritt ohne Publikum. Das ist nicht falsch, Schackerl. Das ist nicht falsch. Also ohne den Chat, ja, war das an, weil es ja keine Reaktion ist. Da kannst du dann immer erst im Nachhinein dann schauen, wie viel zugeschaut oder ja. Kopfverlag hart, Knie auf die Schultern und die Finger zwickt und aufgeschiffte Wunden. Ob Skiverein oder gar das Handel verbrennt. Als Kind ist mir zur Mama gerannt, weil auf der Schoß von der Mama wird alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was der Wetter holt. Auf der Schoß von der Mama ist geborgen und beschützt, wo man als Kleiner so gern sieht. Am Schoß von der Mama. Hab Spielzeug verloren, ein Botschen im Radl und ein Fleck in der Schuhe und ein blauer Fleck am Wadl. Ob eingeschossene Scheiben oder beim Zündern was verbrennt. Als Kind ist mir zur Mama gerannt, weil auf der Schoß von der Mama wird alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was der Wetter holt. Auf der Schoß von der Mama ist geborgen und beschützt, wo man
als Kleiner so gern sitzt am Schoß von der Mama. Ist mir älter geworden, möcht mir das auch gern tun. Man kommt zur Mama zu Haus, trinkt Kaffee und redet sie aus. Drucken manche Suchen, die ja noch so schwer, bei der Mama nimmer mehr. Weil du legst deinen Kopf auf den Schoß von der Mama, dann ist alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was da weh tut. Auf der Schoß von der Mama bist geborgen und beschützt, wenn man das Kleiner so gern sitzt. Am Schoß von der Mama. Auf der Schoß von der Mama wird alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was da weh tut. Auf der Schoß von der Mama bist geborgen und beschützt, wenn man das Kleine so gern sieht. Am Schoß von der Mama. Jawohl, jawohl. So, Schoß von der Mama. Auch so ein bisschen so ein Geheim-Hit geworden, muss ich sagen. So, was haben wir da im Chat? Was haben wir da im die 8? Ich danke euch vielmals. Ich danke euch vielmals. Der Wein hat das Dreifache von Alk. Ach so, stimmt eigentlich, ja klar. Ja, hast recht, Aronaka, hast recht. Da hast du recht. Schau, die 8 von einer, danke ich vielmals. Schau, Fritzl Startgruß, sehr schön. Meine Mutter hat heute Geburtstag. Geh, Freunde, haut's mir eine. Für die Mama, für die Mamschi vom Fritzl, haut's mir eine gern rote Achteln zum Geburtstag. Im Namen aller Mütter natürlich. Aber heute für die Mamschi vom Fritzl. Haut's eine bitte, rote Achteln für die Mama vom Fritzl Startgruß. Wirklich. Schau, Wolfsbeck und du TV. Jawohl, grüß dich Gott. Ja. Was sagt der Franz? Zoom wünsche ich keinem. War im Lockdown bei einigen Sessions von Zacek Lechner dabei. Einige wurden von irgendwelchen Hackern gekappert. Nicht? Nein, das ist ein Schmarrn, ja. Ja, ich glaube, dass das so auf die Art ganz gut ist. Und beim Zoom, da muss sich wieder jeder irgendwie anmelden oder frei. Und es ist halt so, ich meine, was willst du jetzt machen, wenn ich jetzt da habe, sagen wir, ich sitze beim Taschler, da sind jetzt nicht viele Leute, 50 Leute, sagen wir, und selbst da, ich meine, da agierst du mit dem Publikum, weil du mittendrin sitzt und so weiter, aber da kommt ja nicht jeder sozusagen da redest du nicht mit jeden Einzelnen oder irgendwie so jetzt da während des Konzerts. Und Zoom ist ja eigentlich jetzt so, dass du sagst, naja, es soll ja jeder irgendwie vorkommen, nicht? Oder es ist eine Konferenzschaltung, nicht? Wo quasi jeder zu Wort kommt. Und das ist ja bei einem Konzert ja nicht notwendig. Das ist ja da, glaube ich, eine ganz gute Variante, weil du einfach einen Chat hast und wer will, schreibt was rein und wer nicht will, nicht. Also man kann sich anschauen, man kann was reinschreiben permanent oder man kann halt nur alle heiligen Zeiten was reinschreiben oder man schreibt nachher einen Kommentar. Man hat eben da eine gewisse Freiheit, wie in einem Publikum ja auch, nicht? Wo du ihm auch sagen kannst, ich sitze irgendwo im Winkel und hoch zu und bin glücklich. Oder ich sitze dominanter da und bringe vielleicht noch einen Schmäh ein. Nicht? So irgendwie. Ne? Ja. So, Nathalie sagt Dankeschön vielmals, lieber Klaus, ich muss da an meine Mutter denken, die seit 13 Jahren nach Amerika ausgewandert ist. Da war ich 10,5 und dieses Lied berührt mich heute mit 23 von tiefstem Herzen noch. Ja. Na, umso mehr, umso mehr. Ich freue mich, dass ich damit eine Freude machen durfte. Ja, dieses Lied um die 16 habe ich in einer Pavlatschen gebracht, 2 Tage nach dem Begräbnis von meiner Mutter. Wirklich wahr?
Paul Wolfgang war das? Wahnsinn, ja. Ja. Die Leiberreihe der größten Hits nicht vergessen wäre. Also die Leiberreihe, ja, aber ich weiß nicht, diese ein Leiberl, wo jetzt draufsteht, weiß ich nicht, auf dem Schoß von der Mama. Da müssen mehr Ideen einfallen. Das kann nicht von Wind, das ist mit ja. Aber schau, wenn ich jetzt habe, ich habe einen Weingarten am Biesenberg. Ne, jetzt ganz ehrlich, wer soll sich das Leiberl kaufen? Ich meine, mit welchem Grund? Ne? Die Heiselfrau ist vielleicht noch eine andere Geschichte. Aber ist halt auch nicht, was scheißt mir Schatzerl ist eine Heiselfrau, ich weiß nicht, ob das so viel, ob das so viel als Leiberl haben wollen. Schau, da fahren schon eine, die Achteln, Wolfsbeck und der TV, auch der Ulrich, Maba, Wolfgang, ja, die Achteln für die Mamschi vom Fritzl. Susanne Moser, Franz M. Ja gut, Englischunterricht über Zoom, Maggie, das ist ja ganz was anderes. Ne? Also das ist ja, eben wie gesagt, das ist ja Konferenzschaltung. Ne? Aber jetzt ein Konzert ist ein Blödsinn. Nicht? Wenn ich jetzt sage, ich mache zum Beispiel gemeinsam, weiß nicht, wir lernen jetzt Wienerlieder ein und die haben ein paar, oder keine Ahnung, oder ich mache einen Gitarrenunterricht und ich habe da fünf Leute sitzen, die halt da über Zoom, aber aber jetzt ein Konzert halte ich auch nicht für sehr sinnvoll, weil, wie gesagt, der Zuhörer ja in der Regel jetzt eigentlich auch nicht eingebunden sein will, zwangsläufig im Konzert. Ne? Daher, das meine ich. Mama Startguss, Happy Birthday, jawohl, bravo Ironaka, hätte, schaut da was aus. Fritzl, das riechst du aber aus, gell, das riechst du aus. Sagst du, aus der Pavlatschen sind die besten Grüße gekommen und der Klausi sagst, der Klausi hat einen besonderen Schluck auf das Wohl, die Gesundheit und alles auf die Mamsche vom Fritzl getrunken. Sehr zum Wohl und alles Gute zum Geburtstag, sagst. Und weil der Klausi allein war und der Patrick schon geschlafen hat der Klausi, das sagst der Mama, hat der Klausi im Namen von Patrick ebenfalls einen Schluck zum Wohle deiner Mutter gehoben. Prost. Bravo. Bravo. Mamschi von Friesl. Ich jetzt kaufen, ist allein, vielleicht nicht. Ja, das drüber reden, das stimmt schon. Das stimmt schon, wenn man sowas auch hat. Man kommt dann ins Reden rein, ja. Aber ja, mal schauen, was man einfach. Ja, Zeitfrage jetzt auch ein bisschen, aber. Natürlich richtig ist das aus. Bravo, Friesl. Immer einen kleinen Schluck Wasser noch drauf. Was halbe Öffe? Freunde, jetzt machen wir den Schluss. Jetzt machen wir den Schluss. Die Zeit ist aber, die ist aber geschossen. Boah. Die ist aber schnell. Naja, na, Schluss machen kann ich erstmal nicht so. Ich mache Schluss, wenn ich die Proteine austrunken habe. Es ist nicht mehr viel drinnen, aber das muss passieren. Schau, ich kann ja in der Zwischenzeit kurz noch einmal vollkommen, wie soll ich sagen, ohne Hintergedanken was einblenden. Meine Bahner Brokkoli Meidlinger Edelleiberl. Ja, Meidlinger Edel. Weil der Brokkoli, ich brauche keine Brokkoli. Auf die Mamschi Startgast sagt, die hätte ja wohl Brust. Das Problem ist natürlich das, es gab ja bei T-Shirts so eine unglaubliche Fülle an Ideen und ja, und ich habe aus ist das Flascherl, und ich habe schon einmal in einer Freitagssendung, einer Morgensendung, habe ich ja schon ein paar Ideen präsentiert. Und ja, wird sicher noch was werden. Aber ich habe das jetzt eigentlich so gesagt, weil diese Blechheferpartie, ich sage es euch ganz ehrlich, das mit das Keilen, das ist wirklich so gewesen, dass ich gesagt habe, fix, ich brauche noch ein Weihnachtsgeschenk für diesen und jenen. Und da haben wir gedacht, die hätten sicher Freude mit Blechheferl. Nur weiß ich nicht, ob sie nicht schon mal Blechheferl von mir haben. Jetzt habe ich gedacht, sicher, jetzt habe ich magst du nichts. Aber was?
Und auf die Schnelle ist mir nichts anderes eingefallen. Es ist ja so. Aber ich habe T-Shirts-Ideen, wer so bei dieser Morgensendung dabei war, wo ich die präsentiert habe, ein paar so, also ein bisschen so ein Feedback-Runde gemacht habe. Ne? Da waren schon ein paar gute Ideen dabei, aber trotzdem ist es ein bisschen ausgereift. Man muss schon ein bisschen, klar, ich könnte theoretisch da 100 T-Shirts nur, das ist ja, es kostet nichts, ne? Die Designs kannst du anbieten, aber man muss ja dann auch noch durchschauen können und es muss irgendwie einen Bezug haben, ein bisschen an, und daher habe ich dann auch gesagt, Weihnachten hin oder her, wir haben jetzt zwei, drei neue, die zwei Hauben haben wir drinnen jetzt als neue, das Leiberl, das Gerstl-Leiberl gibt es wieder, aber das haben sehr viel nachgefragt, dass sie es gern gehabt hätten. Das Heferl gibt es jetzt dazu, also das reicht für Weihnachten, das reicht einmal. Und, und nachher dann werden wir wieder, immer wieder sukzessive kommt dann wieder was dazu. Ich glaube, das ist recht leibend und ja. Werden wir schauen. Also wie gesagt, so Ideen, das ist schon grundsätzlich eine Idee, dass natürlich mit Hits ähm, von uns, dass das irgendwie geschmückt wird, aber schauen wir mal. Weil wir mit Brokkoli, so käme ich sicher öfter ins Gespräch mit Wildfremd, ja. Das Wienerlied lebt. Ich brauche keine Brokkoli. Aber. Nathalie sagt, würdest du als Überraschung, weil Adi schläft, zum Schluss spielen, was aus Heimgeh vergisst, würde es aufnehmen, bitte, weil nächsten Montag ist er im Acker und muss wahrscheinlich drin bleiben. Das können wir gleich machen, ne? Wenn es aufs Heimgeh vergisst. Mach ich gleich. Ja. Ja, Aaron Acker, nein, werden wir da was überlegen. Wir sind aber Aaron Acker, wir sind in Kontakt und da können wir ja, da kannst du ein bisschen als wie sagt man da, als Ideengeber oder ein bisschen als Role Model sozusagen agieren. Ja. Susanne Moser muss sich verabschieden. Jawohl, jetzt mit Keksbacken angefangen, bravo, anstrengend ist, glaube ich. Gute Nacht. Schön, dass du dabei warst, für dich gut. Am 6. Jänner werden es 14 Jahre, dass meine Mutter ausgewandert ist. Das ist ein Wahnsinn, ha? Ja. Der Aaron Acker sagt, ich habe das Brennraum haben, ein Bike- und Tourheferl und das Gerstleiberl auch schon. Bravo. Das wird auch den Wolf freuen, natürlich. Den Wolf wird das auch freuen. So, pass auf, na dann machen wir. Nathalie macht die bereit wegen einem Aufnehmen. Also warte, also wie gesagt, das habe ich nur eingeblendet, gell, falls jemand sich denkt, erst für die Musi. Die Musi, das taugt mir. Da haue ich jetzt ein Schmattes ein ins Kerl. Informationen in der Videobeschreibung unten, wo, was, wir wann. So, wenn's aufs Heimgeh vergisst. Wenn's aufs Heimgeh vergisst, weil daheim niemand ist, stütz dein Kopf in die Hände und denk an deine vier Wände, wo der Herrgott im Winkel auf die aber schaut, a jedes Bild an der Wand ist dir lieb und vertraut. Wenn's aufs Heimgeh vergisst, weil's daheim niemand ist, sei nicht traurig und mach dir nichts daraus. In der heutigen Zeit, da gibt's viel ärmere Leid, drum sei glücklich, du hast dein Zuhause. Irgendwo versteckt in einem Winkel sitzt ein alter Mann ganz in der Kahn, ganz verlassen und tut auf seinem Fleckerl, den er traut sich heute gar nicht an. Weil beim Wirten, ja, da hat er immer sehr viel Leid um sich, die freundlich sind. Doch daheim, da sitzt er in seinem Zimmer, ohne Zuspruch, Muttersöhn allein. Da sagt ihm zur Schwerstunde ein Freund, der ist ehrlich und gut mit dir meint. Wenn's aufs Heimgeh vergisst, weil daheim niemand ist, stützt den Kopf in die Hände
und denk an deine 4 Wände, wo der Herrgott im Winkel auf die Ober schaut. A jedes Bild an der Wand ist dir lieb und vertraut. Wenn's aufs Heimgeh vergisst, weil's alleine du bist, sei nicht traurig und mach dir nichts draus. In der heutigen Zeit, da gibt's viel ärmere Leid. Drum sei glücklich, du hast ein Zuhause. Und da hoffen wir, dass der Adi schnell wieder heimkommt. Nach Zaus. Jawohl. Bravo, Adi. Hoff, das passt so. Hoff, das passt so. So. Was haben wir da? Ja. Wo bin ich denn da jetzt? Da sind wir. Die Mäge sagt zum Ackerlich bekamen Schreck. Was, Rode bist, denke ich mir. Was der Ackerl, Rode? Naja, so viel hakeln tut er nicht in dem Sinn. Ich weiß auch nicht, um was es geht. Aaron Acker, super die 250er, Obergerissen, bravo Klaus, ich danke dir vielmals. Ich danke dir vielmals. Rode mehr als Rode, das glaube ich auch, bravo Ulrich. Bravo Ulrich. Ja. Jawohl. Danke Klaus, ich werde es ihm, sobald er munter ist, zeigen, unbedingt. Unbedingt. Unser Adi. Einmalig. Ja, alles Gute. Sagst du mir noch. Fürs. Aber was am Montag hast du gesagt? Nächste Woche am Montag? Ja. Da noch gut, das sehen wir uns am Freitag noch, nicht? Bei der Morgensendung. Da sind wir noch live dabei. Hoffentlich. Das wird mich freuen. Sehr zum Wohl einmal auf alle miteinander. Schön, dass ihr mit mir, wie viel sind wir denn noch? Jetzt muss ich schauen. Die 250er sind 25 Leute sicher da. Das passt zum 25er, 250er. 25. Ja. Es ist eine Sache, diese Pavlatschen, nicht Pavlatsche. Die Pavlatsche ist eine Sache geworden, die in Patrick und mir wirklich abgehen würde, wenn es nicht mehr stattfinden würde. Also muss ich echt sagen, aber klar, nach 250 Sendungen, ich meine, das sind jetzt 5 Jahre. Es ist ja so, wir haben das so ausgerechnet, weil natürlich, wir haben ja in der Lockdown-Zeit, da haben wir ja eine Zeit lang, ich weiß nicht, wer sich für euch erinnert, aber da haben wir ja eine Zeit lang 2-mal in der Woche kleine gemacht, weil ja nichts los war. Also Lockdown halt, ne? Da haben wir, glaube ich, 2-mal eine gemacht, so ein paar Flaschen. Das war schon. Und dann das Doppler-Meter war natürlich auch legendär, nicht? Der Meter, 9 Doppler sind ein Meter. Die Austria Magnum hat ihr Bestes getan, statt ein Baby-Elefanten. Dann war zum Beispiel auch, was mir jetzt so einfällt, die erste Sendung nach diesen ganz strengen Lockdowns, wo wir auch nicht zusammenkommen, nicht aber der Patrick und ich, im Nachhinein gesehen natürlich ein Blödsinn. Also wir hätten uns ja, weil wir ja eh beruflich gedurft hätten, aber wir haben uns halt da auch irgendwie mehr gehalten, als wir nachgedacht haben, aber ist ja wurscht. Aber da haben wir ja ein paar Pavlatschen dann braucht, getrennt voneinander, nicht? Also quasi so, wie wir die Morgensendung gemacht haben. Oder machen. Und als wir dann wieder, also als diese Lockdowns quasi etwas erleichtert wurden, dann sind wir wieder zusammengekommen und da haben wir die erste Pavlatschen gemacht im Frack. Im Frack haben wir gespielt. Das weiß ich auch nicht, das war irgendwie lässig. Nächste Woche Taschler, Alexander Hauser, jawohl. Nächste Woche Taschler. Habe ich auch schon gehört, ist auch schon ausreserviert. Was mich sehr freut natürlich. Weil, ich meine, ihr wisst, ihr habt es eh mitgekriegt, nicht? Im November, der Stippert haben wir genau von 9 Leuten gespielt. 9! Das war irgendwie. Es war aber leibend. Es war trotzdem leibend. Natürlich wünscht man sich das nicht oft. Aber es ist halt insofern witzig, weil wir waren immer ausreserviert. Immer. Wenn wir beim Stippert gespielt haben. Und wir sind auch jetzt im Dezember wieder ausreserviert. Aber im November, da waren wir 9 Leute. Vor die Eisenbahn drüber. Ja.
Aaron Acker, Patrick im Goldfischglas ohne Ton, Weltklasse. Ja, das war Wahnsinn. Also wie man da ja auch noch mit dieser ganzen Technik nicht wirklich füreinander kommen. Ich meine, ich habe es eh ganz gut im Griff gehabt. Sagen wir es so, ich war kein ganzes Nockerbasel, aber es war halt trotzdem die Erfahrung mit diesen technischen Dingen nicht so noch da und das Internet war auch nicht ganz so, wie man sich vorstellen tät. Aber es hat gut funktioniert und es war dann oft ja, der Patrick ohne Ton. Und der Patrick hat sich auch natürlich mittlerweile massiv gesteigert in der technischen Fähigkeit. Nicht? Und damals halt natürlich, da war er schon ein bisschen ein Batscherl auch noch. Kein Vorrang, gar nichts. Und das hast du mir aber nicht sagen können. So gut kenne ich mich auch nicht aus, dass ich dann aussage, wo du was drucken musst oder was tun sollst. Ich weiß es nicht. Ne? Aber es war schon lustig. Es war schon sehr, sehr lustig. Muss ich echt sagen. Ja. Fischtank, Monty Python. Ja, Ackerfischtank, ja genau, Ulrich. Das war Wahnsinn. Das war wirklich Wahnsinn. Ja, also diese Pavlatschen 250, das ist jetzt, wir reden jetzt vor 5 Jahren. Ähm, das kann schon was, ja. Und das hat sich wirklich etabliert und es ist so, dass uns das zum einen jetzt als Sendung abgehen würde, wenn wir es nicht machen, so zusammen, der Patrick und die, dass wir zusammenkommen und da das spielen, das machen. Aber was natürlich ein Faktor ist, den wir im Vorhinein ja gar nicht so am Radar gehabt haben oder erkannt haben, ist, dass sich ja hier auch wirklich, muss ich sagen, auch tatsächlich Freundschaften gebildet haben, was ganz arg ist. Und durch diese Internetgeschichte hat man natürlich einen ganz anderen Wirkungskreis. Das heißt, wir haben ja, ich sehe es eh, wie viele Nicht-Wiener nicht, da im Chat sind. Und ich merke das bei unseren, also überhaupt jetzt bei den sozialen Medien, wie viel aus Deutschland, aber auch aus der ganzen Welt, Auslandsösterreicher oder einfach nur Wien-Liebhaber, wie viele da so unterwegs sind, mit denen du nie einen Kontakt hättest. Nicht? Und die, wenn ich daran denke, an unsere deutschen Motorradfreunde, ja, die da sind, nicht? Der Ulrich, der Frätzl Stadtgus, der Landtagsstrom Markus, der Maber, aber auch zum Beispiel, ähm, wer nicht, nicht, dass ich alle da, ich kann jetzt nicht alle aufzählen, aber der natürlich, ja, wer fällt mir jetzt geschwind ein, äh, nicht die Nicole und der Peter Volk zum Beispiel, ne? Äh, der Markus, ja, ich zähle es nicht alle, aber das sind so viele dazugekommen, jetzt die wir gar nicht kennen täten, nicht? Also die uns auch gar nicht kennen täten. Also das war, und das ist schon, glaube ich, in erster Linie ein Verdienst der Pavlatschen. Im Vorfeld natürlich durch den Zonko, aber es konnte ja nur fruchtbar sein, weil der Zonko hat das quasi mehr oder weniger empfohlen. Ne? Äh, oder hat mich halt da in der Sendung gehabt und das war nicht, aber wenn es kein Pavlatschen gegeben hätte oder kein Livestream oder sonst was, naja, dann hätte sich das ja wieder verlaufen. Ne? Also das war insofern ist der Pavlatschen schon wahnsinnig viel zu verdanken. Ja. Ja. Wieso war Patrick Bauschert? Kann er doch heute immer noch manchmal. Ja, stimmt schon. Aber gegen früher, Iron Ackerl, das muss ich sagen, gegen früher ist er ein IT-Spezialist geworden. Muss man echt sagen. Bayern, Helsinki, richtig, ja. Helsinki. Patrick ist ein Original. Beneide ihn wegen seinem Harmonikaspiel. Nee, oder das ist natürlich, er kann schon was. Ja. Die Maggie Pampert ist eine Auslandsländerin. Ja, wann überhaupt. Richtig, du bist der Ausland. Du bist das Ausland. Einmalig, Maggie. Gut, aber wir haben uns schon vorher kennt. Also insofern, wir kennen uns ja schon jetzt Jahrzehnte. Aber eben so viel und das eben, ich glaube, das muss man, dieser Pavlatschen, die ja auch entstanden ist eigentlich, die einfach entstanden ist, dieses Livestreamen, das ist einfach passiert. Und dann wurde es das, was heute ist. Und wir werden schauen, was weiter ist. Wir bleiben dran, wir werden weiterhin an allem arbeiten. Wir tun uns, ich gebe es ganz offen und ehrlich zu, wir tun uns immer noch ein bisschen jetzt finden. Wir sind voll motiviert, der Patrick und ich.
Wir sind viel zusammengekommen, haben viel besprochen, an vielen gearbeitet, wir haben sogar viel gespielt miteinander, einfach gespielt, nichts weitergebracht im Sinne des professionell des Übens, sondern einfach hetzhalber gespielt in den letzten Wochen. Wir haben eine Gaudi gehabt, wir haben miteinander viel tiefe Gespräche geführt über die 16er Buben, über das, wie es weitergeht, wie wir es weiter angehen und so weiter und so fort. Und wir sind also top motiviert, aber genau jetzt, wie es weitergeht, was wir da genau machen, wie wir das angehen, eigentlich, es ist ja auch nicht so wichtig. Es ist ja eigentlich auch nicht so wichtig. Hauptsache wir haben einen Plan, aber eingehalten wird er noch nicht. Aber es wird sich jetzt nicht massiv was ändern, im Gegenteil, also im Gegenteil. Es wird nur so sein, dass wir schauen, dass wir einfach ja, mehr einbringen können als bisher. Das ist eigentlich die Idee. Und da schauen wir schon. Und die Pavlatschen ist so ein Teil davon, der für uns ganz wichtig ist. Und 250 Sendungen, da sind wir selber recht stolz drauf, dass wir das haben. Das ist wirklich, ja, es ist ein Erfolg, auf den wir uns auch ein bisschen, der uns jetzt dann auch weiter motiviert natürlich. Darf man ja auch nicht vergessen. Ne? Dass uns das, dass wir jetzt auch natürlich schon ein bisschen auch nicht unter Zugzwang sind, aber natürlich hast du es im Hinterkopf oder im Knack, spielst du schon, oder jetzt hast du 250 Sendungen, jetzt musst du genau weitermachen und noch besser und noch Ding, aber ja, wir bleiben dran. Und ein ganz großes, dickes Dankeschön an euch, die uns da jetzt da Ewigkeiten schon da eigentlich das ermöglichen. Danke euch vielmals dafür. Danke dafür, dass ihr dabei seid, dass ihr mit uns das mitmacht, dass wir uns oft live sehen, dass diejenigen, die weiter weg sind, dass wir uns leider nicht oft live sehen, aber hin und wieder oder manche erst vielleicht irgendwann einmal, umso größer ist dann die Freude. Aber ich glaube wirklich, dass wir nicht sagen können, dass das eine anonyme Internet, weiß ich nicht, KI ist ja nicht dabei, es ist nicht einmal eine analoge Intelligenz dabei manchmal, aber es ist, ihr wisst, was ich meine, es ist keine so eine anonyme Internetgeschichte, sondern da stecken echt irgendwie Persönlichkeiten dahinter. Ich glaube, das haben wir alle miteinander gemerkt. Und das heißt, es ist leibend. Das rennt so. Nichts an der Pavlatschen ändern, sagt Iron Acker. Ja, also da wird sich nicht viel ändern. Das ist nicht der Plan, ja. Das ist nicht der Plan. Ein planloser Plan ist super. Ganz genau, Wolfgang, genauso spürt es auch. Das ist ja der Witz, sagt die Mege, überall, wo ich bin, ist Ausland, aber die Leute sehen sie nicht so. Für sie ist das Ausland eben Inland. Bravo, Mege. Auf das trinken wir. Ja, also danke euch vielmals. Wie gesagt, es war eine unspektakuläre, nicht sehr ausgefeilte, irgendwie mit besonderen Programmpunkten ausgestattete 250. Sendung. Es war einfach eine 250. Pavlatschen. Sie war ein Solo-Pavlatschen. Patrick wird es besser gehen. Am Freitag sind wir wieder live. Da sind wir wieder unterwegs. Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Die Pavlatschen bleiben. Wie gesagt, am 23. Dezember eine geplante Solo-Pavlatschen von mir. Ansonsten rennt es ganz normal weiter. Und dann neues Jahr, neues Glück. Wir sind dabei. Neue Flaschen Wein werden geöffnet werden, das eine oder andere neue Lied wird dazukommen, das neue alte Lied und es wird auch sicherlich das eine oder andere neue Lied dazukommen. Auch da werden wir sicher dran arbeiten, aber ja, ihr habt schon mitgekriegt, wir sind keine schnöden Hakler, das sind wir nicht. Ja. Den Tausender werden wir auch noch packen, ja, das sind dann aus der heutigen Sicht nur 15 Jahre. Und 15 Jahre mein Tausender. Eine Zonko-Sondersendung wäre mal wieder schön. Ja, das stimmt eher. Ja, das stimmt. Mal schauen. Ja, also wie gesagt, die tausendste Sendung, wenn wir beim wöchentlichen bleiben, haben wir es in 15 Jahren. Wegen dem Wein bin ich schon dran. Bravo, Wolfgang. So will ich mir nicht deswegen gemeint. Danke fürs Spontanspülen aus den Heften. Ja, das ist immer Hitz. Das mache der Patrick auch gerne, nur leider ist es wirklich seit er das gehabt hat, damals, jetzt ist mit er sieht es halt nicht. Das ist mit den Augen nicht machbar derzeit. Er kann nicht
ausspülen aus einem Notenheftler, brauche die Noten so groß, das kann man spontan nicht. Ne? Daheim so nicht, kann er es herarbeiten, da kann er es anschauen, kann er tun, aber leider spontan geht gar nichts mehr. Und das geht halt leider nicht. Allein tue ich mir da leichter. Oder 4 Felder halt wieder. Ne? Das ist halt so. Aber ich mache es gern und es war eine große Freude auch für mich. Es war eine einzigartige Beibratschen der 250. Würdig, Dankeschön, Schmattes ist unterwegs. Ich danke dir vielmals. Ja. Ich danke euch herzlich, mir jetzt auch gefallen. Ich trinke den letzten Schluck, vor allem auf euch. Ja, in 15 Jahren ist der Iron Acker alt. Was glaubst du, wie alt der Patrick ist in 15 Jahren? Wahnsinn. Ich trinke das Glas trinke aus auf euch, spüre ich jetzt dann noch ein Schlussliedl, dann machen wir Schluss, dann beenden wir die Sache und wir freuen uns zum einen, wer Zeit und Lust hat, natürlich am Freitag auf die Morgensendung ab 9 haben wir wieder einen Plausch zum Thema Wienerlied und Montag natürlich wieder bei Platschen. Ansonsten sehen wir uns dazwischen, einige von euch beim Taschler dann übernächste Woche, ist ja wurscht. Wir sehen uns, hören uns, wissen voneinander, na was wüsst Schöneres. In diesem Sinne, danke euch vielmals für eure treue 250 Sendungen mit euch. Danke euch schön. Prost auf euch. Hier wird ein Vorschlag. Ein letztes Viertel. Der Abend mit euch war wunderschön. Es hat uns gefreut. Aber für heute singe ich das allerletzte Liedl. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Wir haben heute gesungen und haben viel gelacht. Den Abend miteinander verbracht, es ist auch gewarnt worden bei manchen Lied. Wir haben was getrunken und haben was gegessen, den Alltag miteinander vergessen, doch sind wir ehrlich, wir werden schon langsam müde. Hier wird ein Vorschlag, ein letztes Viertel, der Abend mit euch war leibend, das hat mich gefreut. Aber für heute singe ich das allerletzte Liedl, weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Und wie ich bei meinem letzten Viertel sitz, denk ich an meine blöden Witz, an die schönen Wiener Lieder und an die Gemütlichkeit. Wir haben mit Post uns gesungen viel, nur gegen End wird's langsam still. Und so hat jede Stimmung ihre Zeit. Hier wird ein Vorschlag. Ein allerletztes Viertel. Der Abend mit euch war wirklich schön. Es hat mich gefreut. Aber für heute ist das allerletzte Liedl. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Danke schön. Alles Liebe, pfiat euch gut, Papa.